Grüß euch, servus, küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bauern. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Rodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backe spielt mir noch den Wiener Schal. Die Quetsche klingt heut super fein, die Kontrapumpe hinten rein. das Gesang klingt jetzt da schon recht human. Drum und grüß euch, servus, küsst die Hände. Mit Musik verwendet, ich spiel für euch die 16er Bauern. Ihr hört heut Lieder aus früherer Zeit und manche Rodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch Gott. Heute wieder mal eine Pavlatschen aus der Klause Klaus. Ich freue mich sehr, Jawohl. wieder hier Gast sein zu dürfen, muss ich sagen. Jawohl, ich freue mich auch, dass du gekommen bist. Leiwand. Dass ihr da seid aus der buckligen Welt, aus Botschenau, jetzt wo ich die Möglichkeit hätte, quasi mobil euch was zu sagen, ist natürlich stockfinster, Ja. aber ich mir schon gedacht, irgendwann wird es einmal im Sommer, weil da ist ja hell noch am Anfang, dann kann man wirklich mal rausgehen, das wird sich schon da halten Ausblick da sehen. und dann einmal einen Ausblick sehen. Das wird man auf das freue ich mich. Aber der Welt geht es nicht anders. Was man siehst? Nix so. Das Handy angesteckt. Nein, ich sehe es eh nicht, aber ein bisschen was ich Bisschen da was sehen. Meine Lieben, wir grüßen euch herzlich auch die lieben Paulacisti aus dem Chat. Zuerst einmal alle natürlich, auch die, besonders die nicht, jetzt einmal besonders die nicht im Chat sind und jetzt besonders die im Chat sind, der allererste war der Raffe. Ich wünsche euch zusammen einen wunderschönen guten Abend, vor allem einen Unterhaltung mit gute Unterhaltung mit den 16er. Jawohl. Pass auf, bevor wir weiter, wir haben mich Durst, bevor wir im Chat weitergehen. Heute eine Premiere Eine wirkliche Premiere nämlich, ja. in der Pavlatschen. Nicht nur Unbottling, sondern auch ein Unboxing. Jawohl. Jawohl, weil wir ja jetzt dazu nehmen mit YouTube. Apropos YouTuber, passt auf, falls jemand zuschaut jetzt, der noch nicht abonniert hat, ich mache normal diese Abo-Werbung, aber wir haben aktuell 1497 Abonnenten. 3 Täten noch fehlen auf die 1500. Also falls einer zuschaut und noch nicht abonniert hat, sagt er, aber das kann es nicht sein, haut ein Abo rein, dass man nach der Pavlatschen auf 1500. Das ist, ich meine, es ist nicht wichtig in Wahrheit, es ist 3 mehr oder weniger vom Wesen her, es macht uns jetzt optisch schaut es einfach gut aus. Ne? Also, muss ich ehrlich sagen. und es ist natürlich eine schöne Geschichte, muss ich jetzt auch sagen, weil wir haben jetzt früher geredet und gesagt, ich weiß gar nicht, wann das war, wo der Zonko den Brennraum gemacht hat und dann quasi aufgerufen und wir waren ein bisschen über 700, über 900. Über 900, ja. Und er hat gesagt, das kann es nicht sein, dass wir das heute nicht zusammenbringen, dass sie 1000er schaffen. Das 1000 müssen wir bocken heute. war horrend. Wir waren ja dann glaube ich 1010 oder 1013 Abonnenten. Also danke vielmals an diesen Support, Ja, wie wir international so sagen. Nicht? Klar. Aber das ist jetzt, ja, ich weiß nicht mehr, wann es war, ehrlich gesagt. Aber 500 jetzt auch dazu, das finde ich schon einen tollen Erfolg und ich freue mich. Ganz leibend, ja, finde ich super. Ja, ich habe mir das so angeschaut, das ist so knapp, so ein bisschen übertrieben, fast täglich einer. Fast täglich ein Abonnent. Die letzte Zeit kommt täglich einer dazu, kann man sagen. So ungefähr. Ganz aber fast, ja. So ungefähr könnte man das sagen. Super. Das finde ich echt leibend. Weil das sind ja Abonnenten, die wollen ja Wiener Lied sehen und hören. Ja. So, aber also, wie gesagt, falls es noch 3 gibt, die nicht abonniert, also wenn es mehr sind als 3, ist mir auch recht. Also bitte, wer noch nicht abonniert hat, Keine abonniert falsche den Scham Kanal. an den Tag legen. Ne? Also, Aber das war ist super, schon- wenn wir heute nach der Pavlatschen die 1500 Abonnenten überschritten hätten. Jetzt aber zum wesentlichen Aspekt, Ja. zum Unboxing. Ich greife zur Box einmal. Ne? Jawohl, greifen wir mal zur Box. Greife einmal zur Box. 16er Box 1A. 1A-Box, die stammt noch aus dem Fundus meiner Großmutter. Jawohl. Ich glaube aus den 80er Jahren oder so. Ein Blick.
Immer noch ihre Dienste. Man schmeißt ja nichts weg, wenn es nur in Ordnung ist. Und wozu auch? Wir haben heute wieder quasi den Familienwein sozusagen von mir, muss ich sagen. Vom Adi Graf. Jawohl. Und dass wir nicht uns lumpen lassen, nicht, oder beziehungsweise der Adi lässt sich nicht lumpen. Eine Magnum. Jawohl. Eine Magnum. Ein Weißburgunder aus dem 2020er Jahr. Der 17er ist schon ausgetrunken. Und den werden wir dann anbotteln. Aber Unboxing war klar. Die andere Flasche, das ist die Liter vom Adi. Vom Adi Liter, grüner Veltliner. Und dann wir vorher natürlich schon ein paar Gespritze getrunken haben, ne? Dass wir in Stimmung kommen. Sozusagen. Das sind wir schon in guter Stimmung. Jawohl. Dann lasse ich das wunderschöne Stück von der Großmutter wieder verschwinden. Das Unboxing. So. Warte, ich muss reinschauen in die ganz kurzen. Es hat euch Spaß gemacht, aber schau mir eine an Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, das war echt eine liebe Geschichte. Gell? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt wünschen wir euch einen schönen Abend. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Und mir hat es auch Spaß gemacht. Das Unboxing, bitte. Weltklasse. Ja, und ich meine, die Plastikbox 1A. 1A, absolut. Ich meine, das ist noch Plastik. Das ist voll noch Plastik. Ja, da ist noch Masse da. Kein einziges Metall da dabei. Du, pass auf, ich muss jetzt der Rudi Korbes. Pass auf, ich fahr jetzt runter, weil sonst müssen die jetzt wieder da durch an jeden begrüßen, was ich grundsätzlich gern mache, aber es zahlt sich dann nicht mehr trotzdem. Und dann viele, vielleicht interessiert das gar nicht so, aber beziehungsweise wiederholt sich und dann Also wir finden uns schon Und die Leute, ihr lest ja untereinander so. Also. Na, weil ich gerade sehe, Franz M., einen schönen Abend zusammen, Franz M., da muss ich jetzt wirklich sagen, das muss ich jetzt erwähnen, ich habe vorher die Nachricht gekriegt, PayPal, also das ist mehr als ein Kerbalgeld, was du reingehauen hast. Ganz danke. Sehr großzügig, zumal wir uns ja erst gesehen haben, also einander, wir wollen ja gescheites Deutsch sprechen, zumal wir einander ja erst gesehen haben, letzten Freitag im Dornröschen-Keller, und du hast jetzt so eine großzügige Schmattes eine 1000 Dank. Franz M. und Isabella, echt zwei Busel. Wirklich wahr. Danke vielmals. Ganz danke. Ja, gleich. Du, also wirklich, ich bin schon so hinten nach, ich fahre jetzt einmal runter. Ich fahre jetzt einmal runter, mache ein Abo mehr, Sizilien 666, Michi hat gerade abonniert. Danke, Dunja Androsch. Dunja, ganz großartig, dass ihr zwar dabei seid wieder. Und natürlich habe ich von dir bekommen, ganz großartig, die Infos zur Nachtwächterwanderung, und die kann ich diesmal einblenden. Also wir haben es wirklich beieinander, aber dazu kommen wir dann später nochmal. Dunja, erinnern uns drauf, was wir vergessen. Gell? Dankeschön. So, Christoph Acker, der Erfried ist da, Allmeister auf Mege Pemperten, Spaziergang, Ulrich, jawohl, die Gudrun Kilian. Grüß euch, ihr Burm, ich bin's, der Chauffeur vom 5.11. Ich hab dort sehr begeistert. Jetzt sind wir sogar live dabei. Schikanenabend aus dem Land der Burgen. Na, Weltklasse, Gudrun. Das taugt mir. Das muss ich für die anderen aufklären. Wir haben gespielt im Dornröschen-Keller, und der Tisch vor uns, also das ist so eine kleine, quasi, wenn man so will, so eine Bühne, das ist so eine Möglichkeit, wo wir halt erhöht sind. Und der Tisch vor uns, Weltklasse, das ist gesoffen, alles leibend, und dann ist bestellt worden wirklich im großen Stil Wasser und Traubensaft. Ne? Naja, natürlich. Einer muss fahren. Ne? Ja, aber wir mussten reagieren. Ne? Das hat hinterfragt werden müssen. Was ist da los? Und hat sich herausgestellt, die Gudrun war die Fahrerin, und ja, der soll es gegönnt sein, dass er einen guten Traubensaft kriegt. Also gefällt mir voll, dass ihr dabei seid. Ganz große Freude. Thomas Faber ist da. Diana Walterober ist wieder da. Daniela Schlegel. Wir können uns heute eine Bärenauslese Cuvée, Jahrgang 2018 vom Kracher aus dem Burgenland. Jawohl, ein Kracher. Ganz leibend. Und die Daniela Schlegel hat jetzt ein super neues Tattoo bekommen. Weltklasse. Den Wegvisier, der Wikinger, den Wegvisier. Sehr leibend. Der Peter Freud, schau, eine Familienflasche, medizinisch Anstaltspackung. Prosit von Nicole und Peter. Peter, super, danke. Bus an die Nicole, und das ist natürlich keine Familienflasche, sondern es reicht gerade für uns zwei. Also es hat, Familie geht sich nicht aus. Das ist nicht einmal ein Doppler. Franz M. hat seinen Ausblick blaufränkischen eine. Sehr leid. Du, pass auf, bevor wir da weiterreden, Patrick, schreite jetzt zum Anbotteln, bitte. Weißburgunder 2020 aus der Magnum. 13 Volumensprozent. Was schreibt der Lukas drauf? Schauen wir mal.
Cremig-nussige Burgunder-Stilistik, vollmundig mit pikanter Säure im Abgang, mit vielversprechendem Lagerpotenzial. Von dem können wir noch nicht viel sagen, das ist ja 20er. Ja, wir werden ja nachher nichts sagen können vom Lagerpotenzial. Es liegen noch ein paar von denen auf Lager. Nicht bei mir, aber beim Adi Graf in Bullendorf. Ja, so, da gehen wir so. na komm, Resa. So, haben wir schon. Welch bedörender Duft entsteigt jetzt schon dieser Flasche. Herrlich. So. Ich muss ein Pudel mehr haben. Warte mal. Pudel von der Daniela gibt's wieder, aber nicht von der Du, sondern. Welche Hand führte mich heute schon wieder? Okay, was führt dich? Nichts. Du sollst die Hand nicht beißen, die dich führt. Na, wie war das? Ich finde normalerweise, aber das ist eine andere Geschichte. So. Meine Herrschaften, also herzlich willkommen in der Klause wieder. Das hat jetzt lang nicht hingehauen, gell? Mit der Klause. Das war dazwischen ja Das ist ein, viel zwei Mal. passiert, Da ne? hat verdammt viel passiert. Von Krankheiten bis hin zu Todesfällen. Alles Mögliche. Aber es war tatsächlich die letzte Ja. Klause beim Latschen war geplant, das ist weit ein Monat her. Vor 4 Wochen. Und der hat nicht ja, hingehauen. der hat nicht hingehauen, ja. Und dann so, ja, na, holen wir es nach. Ne? Zum Wohl einmal am Franz. Auf den Franz M. Uns besser bekannt als Karl M., aber Danke dir vielmals. Danke. Das alles tut da irgendwie leiten. der braucht nur Luft. Boah, das ist gut. Ein bisschen zu kalt ist auch fast. Das ist schon. Nein, mit dem können wir arbeiten. Adi und Lukas, Ja, Weltklasse. Weltklasse. den 20 schon länger nicht drin. Heute nicht gerechnet, dass der so gut wird. Bei mir noch, Der gesagt haben, wird, der der Junge. wird doch jetzt. Nee, er wird nicht mehr, den trinkt man heute aus. Was glaubst du Ja, nicht? es gibt noch was davon. Dann gib gleich laut. Gib gleich laut im Weingut Graf. Weltklasse. Weltklasse. Super. So. Freunde, ich muss kurz weg, jetzt Typisch wechseln zwischen Burgunder. Pavlatschen und Smartphone Jahresversammlung Oxford District Organists auf dem Laptop. Jawohl, später zwischendurch mehr gepamperten. Die Oxford Organisten können wir nicht warten lassen. Nein, auf gar keinen Fall. Lass schön grüßen. Es wird ihnen nicht sagen, aber sag ihnen einen schönen Gruß von den Buben. Schau, Landtagsstürmer, Schmattes wäre B-Ball erledigt. Das ist ja Wahnsinn. In der Pavlatschen müsste es heißen, du sollst die Hand nicht beißen, die dich abfüllt. Ja. Beiß ja nicht zu. Das ist ja Wahnsinn. Leute, da werden wir gleich was spielen. Da werden wir gleich was spielen. Wolfgang Krawatzka, Wolfgang, servus. ich hol mir noch geschwind ein Achtel. Geh, hol dir die Flaschen her, Wolfgang. Ein lieber Musikerkollege. Jawohl. Ja, ganz leibend. Aber hol dir die Flaschen, weil mit einem Achtel wirst du nicht lange auskommen. Kommt bei euch das Winterfell? Ja, ist ein Wahnsinn, gell? So. Danke für das Kompliment, Klaus. Das Detailliert sprießt 4 Stunden. überall momentan. Ja, ja. Zum Abheilen. 4 Stunden, das war aber eh schnell, weil das war ein recht umfangreiches Tattoo. Na, aber leibend. Aber taugt mir viel sehr. Und. Hab ich schon? Ja, hab schon da. Soll ich schon sagen? Nein, zuerst spielen wir was. Nein, zuerst Zuerst spielen wir was und dann. Die Spannung gehört aufgebaut. Genau. Und dann wieder ein Bild aus der neuen Fotoshooting-Session. Daniela, ich weiß nicht, was du jetzt dazu geschrieben hast, aber wenn ich das Bild dann raushau, schreibst du noch eine, bitte nochmal Fotografin oder Fotograf. Kann sein, dass du was dazu geschrieben hast, aber ich weiß nicht, wie das da bloß. Technisch geistig. So, was wollen wir? Patrick, was reißen wir auf? Was machen wir? Ich habe mir gestern. Ja, fangen wir so an. Ich hab mir gestern ein paar Viertel gegeben. Bruder war ich daneben. Hab heute den ganzen Tag noch Schädelweh. Sonst bin ich nicht das allergrößte Weh. Dabei war's gescheiter, wenn ich Wasser sauf. Wie in der frischen Luft einen Garten kauf. Nicht wie deppert umeinander lang. Und am Sonntag um mein Fliederwand. Aber nein, ich bin heute immer wieder ölig. Die Taschen und der Zins ist längst schon völlig. Ich nimm mir vor, ab morgen wird's anders sein. Ich trink nur mehr Wasser statt mein Glas Wein. Ich will im Garten nicht den Nachbarn sterben, weil ich stirb grad mit beim Wirten ein.
kannst dann ein paar Vierteln gehen. Aber der Gisti war ich daneben, aber wenn den ganzen Tag nur schädeln, sagt's bin ich nicht das allergrößte Weh. Dabei war's gescheiter, wenn ich Wasser sauf, wie in der frischen Luft einen Garten kauf. Nicht wie deppert umeinander lang und am Sonntag um mein Fliederwand. Aber nein, ich bin heute immer wieder ölig. Die Taschenler und der Zins ist längst schon völlig. Ich nimm mir vor, ab morgen wird's anders sein. Ich trink noch mehr Wasser statt mein Glas Wein. Ich will im Garten nicht den Nachbarn stehen, wenn ich stirb. Grabt's mich beim Wirten ein. Jawohl, so schaut's aus. Jetzt muss ich ja Luft holen auch erst. Der zahlt auch, vor allem in einem Tempo auch so. Ja, schnell, gell, schnell. Mir ist auch schnell vorgekommen. Aber, aber apropos Achtel und die Achtelvereine. Die Achtelvereine, danke für der Franz, eben haut sogar ein Quetschen-Emoji rein. Jawohl. Aber, ich meine, es ist ja sowieso eigentlich eine Frechheit, dass es kein Kontragetan-Emoji gibt. Weil da hätten sicherlich, ich sage jetzt mal locker, weltweit 20 Leute erfreut. Ich steht sogar ein paar hundert, aber. Glaubst du? Nein. Also, was hab gedacht? Naja, die Community sind ein paar hundert. Die hab in Amerika drüben, gell? Die kennen das auch nicht, die kennen wirklich die. Also Ja. Das sind ein paar hundert, sind sicher. Ja. Glaubst du? Na dann verlange ich so ein Emoji. Wenn du die lauten Spieler dazu nimmst, auch noch, die kennen ja auch die Wiener Kontragitarre in der Zwischenzeit alle. Also, es ist so, ja, schön eigentlich. Sehr langsam. Es steigert sich. Nicht? Ja, absolut. Vor 10 Jahren waren es vielleicht wirklich nur 20 Leute oder 30, nicht? Aber das stimmt schon. Das kennen zumindest. Das stimmt schon. So, der Lord Dauer, den haben wir auf eine Idee gebracht. Wir reißen uns jetzt auch ein Flascherl vom Graf auf. Bravo, Lord Dauer. Genauso wie ich. Und der klare Sound heute reißt mich mit. Super, danke Peter Volk, das wollte ich nämlich eh noch fragen, wie der Sound ist. Und der Michael Unger hat schon einen Wunsch rein. Mit Dornbacher Pfarrer. Hau mir rein. Machen wir gleich. Jetzt muss ich einen Schluck nehmen. Franz Hem sagt, weiße Achteln fallen auch. Ja, das stimmt. Aber mittlerweile, jetzt ganz ehrlich, angenommen, es kämen weiße Achteln als Emoji. Ich glaube, mittlerweile hat sich das rote Achtel schon so etabliert. Also wir bleiben dabei, ne? Ja. Man sieht es auch besser. Man sieht es besser. Weil das andere, das kann ja ein Glas Wasser sein. Oh, das muss ganz gelb sein, nicht? Ja, weil man. So Richtung Gewürztraminer aus dem Burgenland. Ja, das war ja dann der Kracher, ne? Das war der Kracher, was der Nele drin ist. Ne? Wie wär's mit einer Zitterspaziergang? Ne? Der Zitter tut er ja eh. Zieht er eh, aber. Besonders was Glas lacht. Nicht jetzt. Der Rudi Korbes imitiert das Emoji durch Kontra. So, jetzt einmal. Servus. Sehr zum Wohle. Prost. Ich habe schon austrunken. Das hat mir so. Wenn er so zu gut kommen, nicht weit. Ich habe da gesagt, dass das nicht. Was willst du mit dem Flascherl? Jetzt schenken wir mal so richtig ein. Wahnsinn. Einhändig. Patrick, bist du mitten im No Shave November? Gibt's das gleich? No Shave? No Shave November. Ui, das ist mir ausgeschrieben. Ja. Das gibt's wirklich? No Shave November? Das kenne ich nicht. Ja, bin ich aber gerade. Ich bin im No Shave November. Ja. No Shave. Aber ja, na bitte zu meinem Haupthaar sagt es nichts. So immer Glanzen gehabt und jetzt da sprießen hier. Das sagt bei mir nämlich auch. Ne? Gleichzeitig mit vorne auch hinten. Naja, hinten, wie gesagt. Naja, bei mir auch mehr hinten gefunden und so. Und ich lasse mir das wachsen. Ich mache jetzt auf. Ich muss gedacht, ich lasse mir es wirklich wachsen einmal vielleicht wieder. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ja, wir bloß irgendwie. Schau, Wolfsbeck und du die Fäuste dabei. Servus, Chris. Große Freude. Und jetzt müssen wir Michael Unger den Wunsch erfüllen, natürlich. Sowieso. Der Torbacher Pfarrer. In C-Dur, das weiß ich. Ha! Das gibt's ja gar nicht. Ja. Mit Einleitung, ja? Bitteschön. Sagt's mir Leidl, was ist heute in Dornbach geschehen? Über alles sein kann man's aus der Arena sehen. Keiner will dabei der Letzte sein. Mir scheint, da gibt's einen guten Wein. An jeden, den man fragt, die anvertraut und sagt, der Dornbacher Pfarrer
steckt aus, da bleibt doch kein Wein besser zu Haus. Da kommen's pünktlich zur 10 Miss, auf einmal da wissen's vom Pfarrer die Adresse. Die Frauen, die wundern sich sehr, ja sag, wo kommt diese Frömmigkeit her? Da plaudert der Siemandl aus, ja der Dornbacher Pfarrer steckt aus. Schon der alte Noah hat den Wein entdeckt und seit damals weiß man, was dahinter steckt. Wenn so ein Schluckerl von dem Wein da lies, der erste Schritt, wohin? Ins Paradies. Der Weg zur Seligkeit ist nicht einmal so weit. Der Dornbacher Pfarrer steckt aus, da bleibt doch kein Wein besser zu Haus. Da kommen's pünktlich zur 10 Miss, auf einmal da wissen's vom Pfarrer die Adresse. Die Frauen, die wundern sich sehr, da sagt, wo kommt diese Frömmigkeit her? Da plaudert der Siemandl aus, ja der Dornbacher Pfarrer steckt aus. Ja, hoi! Klasse. Ich bin gar nicht raufgekommen. Das sind die Nachwirkungen von Corona. So, zum Schluss habe ich jetzt falsch gesungen. Na, jetzt ist es schon vorbei. Ne? Jetzt ist draußen ein Meter. Das ist das Schöne am Live. Weißt, kaum ist da, ist weg auch schon wieder. Ja, genau. Aber YouTube vergisst nicht. YouTube, ja, das ist mir wurscht. Schau, Fresser stark, was hat die Achtelleine? Der Wolf. Jawohl. Wo bin ich jetzt wieder? Ah, da. Schau, die Wildcat. Jawohl, die Wildcat ist dabei. Super. Servus. So. Ja, warte, während das Wasser ist, hau ich das Büdel rein von der Daniela. Achso, nein, da nicht. Da siehst nur ich, aber nicht ihr. Warte mal. Jetzt muss ich überlegen. Schau da was auch. Mein Gott, nein, ein Pfuscher vom Herrn. So, Achtung, macht euch bereit. Ein Kunstfoto. Daniela Schlögel. Der Max ist, glaube ich, auch da. Ist auch drauf. Und schau, Michael Unger. Danke, Burm, bravo. Sehr, sehr gerne, Michael. Klasse. Und wie gesagt, die Daniela muss jetzt dann reinschreiben, von wem das Büdel ist, bitteschön. Ja, Achtung! Jawohl, schaut euch das an. Weltklasse. Weltklasse. Die OP. Schönheits-OP oder was damit geht, wahrscheinlich nicht. Also die. Aber ich war hinten an der Bar. Ich hätte hinten an der Bar sitzen. Patrick, du? Naja, wo sonst? Na, warte mal, ich muss wo sonst? Warte, ich kann uns da einblenden. Warte mal. Grabsplit, warte mal. Ui. Das war jetzt lustig. Ui. Geht das nicht? Wieso geht das nicht? Mit Barhocker oder fliegend? In der Luft schwebend? Ich weiß nicht. Split, Green, nein, Select All, ist ja wurscht. Da sind wir! Nein, aber, nein das sagt, glaube ich. Ja, warte mal. Ja, weg ist er. Ich sag's ja. Was war jetzt? So nicht. Na, warte mal, lass uns das probieren jetzt einmal. Lass uns das probieren. Schaut, das ist das Bild. Ein Fotografen haben wir auch schon. Danke, Daniela, werden wir sofort notieren. Günther Meindl. Ich krieg das nicht rein. Schau, ich krieg das nicht rein. Was sollst du machen? Ich will das aber. Du Wildcat, ich weiß nicht, ob Wein bei Nasenbluten hilft, aber schaden kann es nicht. Erst, aber das eine halbe Stunde lang Nasenbluten schon, das ist nicht leibend. Ist ja. Oh ja, aber ein Wein hilft auf jeden Fall. Wein hilft immer. Ich krieg das nicht hin, ich will das machen. Das geht nicht. Geht nicht, muss ich wieder ausblenden. Na wurscht. Also auf jeden Fall Weltklasse-Foto, Daniela. Max, Wahnsinn. Ja, Daniela Deckschön, nicht? Fotograf ist diesmal Günther Meindl. Günther Meindl hat das fotografiert. Weltgeschichte. Eine Weltgeschichte. Was die aufführen immer. Habe ich gesagt, aber meine Position war halt an der Schank gewesen, da an der Bar. Ja, sagt man nicht, an der Schank, sagt man nicht, an der Bar. Nicht? Aber das war halt meine Ordination, verstehst du? Schönheitschirurg, ich meine, wurscht, was für irgendein Arzt tut oder ordiniert und die steht dabei an der Schank und sagt, ja, passt nicht? Oder? Darum liebe ich meinen Zahnarzt so sehr. Ich ordiniert er noch lange. Der gute Mann ist schon über 65. Also. Ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. Aber topfit. Also. Absolut. Ein Jazzpianist.
Also, Hobbymäßig. Hobbymäßig und vor allem Kabarettist und so. Also das habe ich gar nicht gewusst. Farkas Schwaldbrunn-Fan. Na ja, mit seinen Studienkollegen öfters so, auch so kleine das habe ich nicht gewusst. Reminiszenzen an Farkas und Waldbrunn gemacht, so Doppelkonferenzen und so. Das ich habe nicht gewusst, dass er Klavier spielt. Ja. So, Franz M., am 24.11. ist es wieder soweit. Was haben wir da? Was ist am 24.11.? Da wird der Dornbacher Pfarrer ausstehen. Dornbacher Pfarrer? Das ist die Reaktion auf den Dornbacher Pfarrer. Mein Hirn, klar, mein Hirn. Entschuldigung. Mein Hirn und der Goschen. Ja. Das ist super. Das ist ja, aber ich denke halt oft nicht an der Hirn. Ne? Was? Vielleicht ist es besser. Ich glaube auch. Sehr zum Wohle. Ein Schlupferl. Prost. Beim jungen Fashion-Mädel, nein, nicht, achso, da steht einer bei der Schank. Ja, hinter der Schank, glaube ich. Entschuldigung. Ah ja, zwei. Ja, ein Blick von der Ferne mit meinen Also jetzt Schergel lass ich mich mal anschauen. Ich habe nur die Bar gesehen. Ich habe gesagt, das ist eine Bar. Dass da noch wer steht, habe ich gar nicht. Nein, da muss ich jetzt vorsichtig werden. Patrick, ich trinke halt nichts mehr, trinke Wasser. Ja. Oder fang an. Nein. Das dazwischen ist das Problem. Wahrscheinlich. Aber original, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Also, aber ja, wirklich wahr. Und da schauen, zwei Stängel. Ich meine, original. So weit sind wir gekommen, meine Herrschaften, dass ich zwei junge Damen, eine davon budelnackert, vollkommen übersehe, weil davor eine Weinbar steht. Das ist. Naja. Wenn der Herr nicht will, nutzt das gar nichts. Das gehen wir erst in der nächsten Woche. Ich hol die Noten her. Ich hab's da. Du hast das da? Ich hab's da. Ich hol die Noten. Ich spielen sie in Gustav. Ja, weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen. Aber natürlich, Spaziergang, ja, den Wunsch müssen wir jetzt erfüllen. Hauptsache das Ziel wird feucht gehalten. Weit geht, Weltklasse-Aussage. So, passt auf. Warte, unterhalte die Leute, ich hab sicher mit. Der Raffi hat es aber auch erkannt. Ja, genau. Nach dem Motto, Klaus, was führst du schon wieder auf? Technik macht es dir schwer. Naja. Ja. Was mir grad? Der Florian, der Lukas Flohmann da. Der Klaus sollte einen großen Schluck nehmen für den Durchblick. Ja, da kennen wir uns aus, gell? Ja, so ist es. So schaut's aus, nicht? Genau. Die muss man sich auch schon. In welcher Tonart das ist, das weiß ich nämlich jetzt auch nicht. Kann sich jemand erinnern vielleicht? Wie wir es gespielt haben? Ah ja, das bringen wir hin. Es ist in Gustav, Klaus. Ganz sicher. Gebe Gewürzgurke. Ursprünglich war es einmal in C, aber das ist schon lange. Jetzt schauen wir mal, was ich mit habe. Aber ich habe ein paar Noten nämlich. Pass auf. Ja, bei der Ordnung, was ich habe. Bei der Ordnung, was er hat, kann das nur ein paar Stunden dauern jetzt, aber nicht viel länger. Also da hat sich nichts aus. Ja, die letzte Seite. Und der Herr geht nicht will, war das ist der ja Markus, geht durch. Geht durch. Schau. Da sind wir jetzt. Da. In G? In G, also doch, ja. Das ist Vorspiel nicht. Was wird da dazu geschrieben? Ich glaube in B. B habe ich mal dazu geschrieben. Weiß ich mal, ob das gültig ist. Ist ja wurscht. Wir probieren es in G. Ich kann es eh nicht lesen. Das ist Willst du das Vorspiel auch machen, oder was? Ich brauche eigentlich nur wegen einem Text vor allem. Alter, wenn du die Madeln vor lauter Weinbar nicht mehr siehst. Ja, Erfried. Ist wirklich, mir ist ja selber jetzt aufgefallen, nicht? Dass das schon wirklich. Er ist schon in einem Alter, wo die Bar schon wichtiger wird. Ne? Ja. Fein schmeckt uns der Wein, wenn man 20 ist. Und auch die Liebe. Und irgendwann kommst du dann so weiter, dass was bleibt zum Schluss? Allein der Wein. Ne, das ist. Danke, Patrick. Du bist in der Mitten drinnen jetzt. Ich danke dir sehr. für deine ja, heute Goschenspiel. Ja, sehr gut. Du musst wirklich vorspielen. Wie geht denn das?
Die Welt ist so schön und die Welt ist so reich, doch ist heute das Leben für alle nicht gleich. Es geht durcheinander, es ist kunterbunt, und doch ist die bucklige Weltkugel rund. Einmal jeder Mensch hofft und jeder Mensch strebt, doch viele sind da, die umsonst nur gelebt. Was nützt alles Denken, es gibt nur den Schluss. Es kommt schließlich alles, wie es kommen muss. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nichts. Schrei nicht bleib schön stumm, sag es aber nix. So war's immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal oben, einmal und einmal Freude, einmal Leid. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, sag es war nix. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, denn der Herrgott weiß immer warum. Das ist instrumental, ne? Achso, ich dachte, du siehst die zweite jetzt. Nein. Jetzt habe ich es nämlich auswendig. Ich kann nicht einmal hinlesen. Also, das sind so Notenpapiere. Sehr, sehr klein. Es war ein harter Versuch. Ich könnte es vom Blatt, also und das Blattgröße. Ja. Das ist natürlich, es war ein Versuch. Schau, Weilkett, Patrick, heb den Finger, was ist mit dir? Was ist da habe ich nicht gesehen, weil ich konnte. Ah ja, jetzt kannst du nicht konzentrieren, du musst schauen. Ich hebe den Finger. Ich mach mal einen Mixig auf. Was ist ein Mixig? Ist das das Weingut oder ist das ein Triangel, was ich nicht kenne? Wer macht das? Mach mal einen, der Weilkett. Weilkett macht ein Mixig auf. Aber auf jeden Fall danke vielmals für 5 Euro Schmattes. Danke. Und natürlich auch an Sani und Mutzi. Dankeschön. Und wie gesagt, gestern weil ich kurz reingeschaut habe beim MotoGP-Tratsch, das ist jetzt ein Insider, aber mir hat das sehr gefallen. Muzzi-Bella. Muzzi-Bella ist groß. Muzzi-Bella hat mir sehr gut gefallen. Das gefällt mir. Sehr zum Wohl. Danke, Weilkett. Zu Ehren des Tages, warum Muzzi-Bella? Weil Ducati ist Weltmeister. Unser aller heißgeliebter Burli, Andreas Danzl, ist ja der Ducati-Club. Ducati. Und da gibt es das Schweindel, das Ducati-Schweindel, und das heißt beim Zonko Decibella. Decibella, ja, genau. Und das ist ein Ducati-Schweindel. Und die Weilkett hat den Muzzi, also der Nymphensittich Muzzi, ehrenhalber an dem Tag zu Ehren von Ducati Muzzi-Bella. Genau. Da muss ich gleich noch einen Schluck Ja, nimm mir auch noch einen Schluck. Na, was denn? Auf Muzzi-Bella. Ja, was denn? Das ist ein Elixier, was? Ja, aber das ist schon wieder... Ich glaube, ich muss den Lukas anrufen, wir brauchen noch. Ja. Ich meine so, du, jetzt kommen wir wieder zum Punkt, wo man sagen muss, am Magnum ist nichts. Na, pass auf, die ist noch gut gefüllt. Sag's mal, Burschen, könnt ihr einen Schuster Emil, die Gudrun? Ja, kriegen wir. Gib mir den noch. Den machen wir da. Die gönnen ja. In F. In F? In F, bitte, wo? Noch gar nicht lang bisher. Musik. Ja. Werner. Muss ich kurz überlegen, gut? Ich muss kurz überlegen, aber ich glaube, das machen wir. Nein, die habe ich nicht da. Ah, nicht. Nein, drinnen? Nein, das wird da nicht drinnen. Die haben wir auskopiert. Naja, da schon wieder raus. Aus der Mappe ist schon wieder draußen. Das macht nichts, das kriegen wir schon hin. So, warte, ich bin schon wieder ganz anders. Lass mich kurz einmal schauen. Franz M., wieso will ich immer Englisch singen? If Jesus is busy.
Franz, was ist los mit dir? Personal Jesus kenne ich. Österreichischer Wein, weil ich geht. Ah, alles klar. Ist ein Winzer. Na, Weltlaut, muss er gut schmecken. Was hast du mit, oder was? Nein, ich weiß noch nicht. Ich habe so eine Ordnung wie der Klaus, nicht? Also, Horstmähler. Thomas Faber, der Horstmähler, kommt sicher wieder vor. Schau, der Ikichitizi Bubbles ist auch wieder dabei. Servus, Franz. Servus. Schuster Pockerl. Den Schuster Pockerl kann ich nicht, das weiß ich, aber das, Spaziergang, das zum Beispiel, den haben wir jetzt letztens erst gedanklich auf die Listen gesetzt, weil den möchte ich gerne einlehnen. So einem Stockerl. Das waren Noten für Holz, Patrick, apropos Holz noch legen, weil der Ackerl fällt schon. Holz geht, das glüht noch. Holz ist das. Das ist was ganz anderes. Was ist das wieder? Ein Czadasch. Alter, das haben wir nie gespielt. Wo hast du denn das? Was mache ich jetzt damit? Soll ich begleiten? Nein, das ist nur da extra gleich hinter. Achso. Aber das kann jetzt dauern. Ich glaube, ich habe das auch nicht da. Ja, spielen wir es ohne noch, das ist ja wurscht. Das kriegen wir schon hin. Wir haben sie schon mal gespielt, das müssen wir schon drauf. Nein, das habe ich nämlich auch nicht da. Da hast du den Czadasch. Jetzt habe ich gewusst, das muss ich noch anschauen, weil ich habe ja der Fritzi Aschau, dem habe ich das auch zukommen lassen, der wollte jetzt haben. Das ist nämlich für 2 Akkordeons. Das ist her. Ich hol schon mit einem Akkordeon ganz wilde Geschichte. Ich weiß nicht, ob man das sieht, überhaupt wahrscheinlich nicht. Viel schwarze Punkte. Und das wollen wir gemeinsam spielen. Der kommt nächste Woche zu mir nämlich. Und dann spielen wir in Czadasch von Monty mit 2 Schrammel-Harmonikas. Warte mal, pass auf, ich muss da kurz anders eingrätschen. Erstens einmal, Franz, Kollege und Karlsburg, ich verstehe. Die Mondschabring singen die englische Variante. Okay. Ich verstehe. Und da ist jetzt da, pass auf, Agelgasse, ich sage, wenn es ein Weh braucht, ruft es mich nicht an. Bin ein Jahr älter geworden und nicht gescheiter. Agelgasse, heute Geburtstag, bitte gib uns Bescheid. Genau heute. Geburtstag, ja oder nein? Das musst du mir jetzt reinschreiben. Die Löffel habe ich mit, Christoph Acker. Löffel, also glaube ich schon, die sind in der Gitarrentaschen. Ja. Christoph Radau, genau. Genau, die kann ich alle, die Texte. Also, F, gell? Es war einmal in Ottergring, da gar nicht lang ist her. Ein Musikant, ein Wiener Kind, doch ist heut nicht mehr. Sein Quetschnot, der Schuster war bekannt in ganzen Wien. Der Schuster spielt, hat Rara gesagt, bei uns in Ottergring. Der Schuster spielt, hat Rara gesagt, bei uns in Ottergring. Und dann erklangen die ältesten Weisen, nicht nur Weisen vom Lanner und Strauß, hat die uralten Tanz nicht vergessen, aus der untersten Haus, grad das Haus, wo ein Wiener so wie im Buch steht, wo ein Wiener mit Leib und mit Zöll. Wer ein Kind hat, vergisst er nie wieder, es ist klar, weil der Schuster, der Emil, ein Stück Ottergring war, weil der Schuster, der Emil, ein Stück Ottergring war. Ist doch Metall, ne?
und die uralten Tanz nicht vergessen. Aus der untersten Lot hol das raus. War Werner, so wie im Buch steht, war Werner mit Leib und mit Sinn. Wer ihn Kind hat, vergisst nie wieder, es ist klar. Weil der Schuster, der Emil, ein Stück Lotter kriegen wohl. Weil der Schuster, der Emil, ein Stück Lotter kriegen wohl. Klasse Nummer vom Horsti, muss ich ehrlich sagen. Ja, absolut. Du, wenn ich das 2-3 Mal spiele, habe ich schon wieder drauf. 2-3 Mal spiele, habe ich schon wieder drauf. Ja, Ja, Weltgeschichte, ja. Schöne Nummer, ja. Danke für den Wunsch. Ein Otterkringer Lokal, wie sagt man da? Nicht Patriot, Lokalmatador gewesen unter den Musikanten. Ja, aber absoluter Ding. Ne? Eine Legende in Otterkringer. Ja. Aber, weil die Krise sagt, hat eine verdammte Ähnlichkeit in der Einsamkeit, muss ich sagen, eigentlich nein. Also, war eine Ähnlichkeit, wenn du eine die Harmonie von uns eigentlich anders, ist aber es ist tatsächlich komplett anders. Von dem vielleicht. Aber das ist auch nicht wirklich. Aber das ist auch nicht wirklich. Das ist auch anders. Aber ja, wenn es eine Ähnlichkeit, ich meine, es ist jetzt, ja, also ich würde es nicht sagen. Das ist eine ganz andere Nummer. In vielerlei Hinsicht, ja. Genau. Ja, vielleicht hat der Horstl angeschrieben von mir. Skandal! Der Ringerschluck! Skandalös! Zum Wohle! Empörung! Beruhigung! Der ist wirklich gut. Teufel. So, bei der Hirnerstein draußen vor der Lina spazieren. Das ist eine gute Idee, das stimmt auch. Ja. Aber vorher gibt es ein wienerisches Weihnachtslied. Raffi, ist eine gute Frage. Halt, ich habe was übersehen. Agelgastig! Entschuldige, während ich ziehe gerade bei der Nachschau sozusagen. Ja, aber jetzt habe ich auch übersehen. Hat sie jetzt geschrieben, ob es Geburtstag oder nicht? Nein, hat nichts geschrieben. Hat nur 5 Euro reingehauen. Vom Agelgastig, Superchat. Tja. Hey, pass auf. Das jetzt einmal. Danke, Agelgastig. Danke. Für den Schmattes. Was wir heute ausstessen kann. Wegen ein Clown. Wir sind ja Musiker, Alter. Die muss ich ein bisschen vorher trinken, dass es schöner klingt. Aber das Fasthock darf nicht ganz einfach. Ja, ich trinke jetzt nichts mehr, aber. Weil, ich sag euch was. Danke euch, Buben, vom Rudi. Gudrun Kilian. Rudi, also ich danke dir, Gudrun, und Grüße retour an den Ganz liebe Rudi. Grüße. So leibend, sagt der Ikichi Bubbles. Jawohl. So, jetzt einmal, also ganz kurz durchgehen. Weihnachtslieder, wienerischen, nein, gibt es nicht. Es gibt ein paar neue. Es ist immer so, immer wenn ich sage, nämlich, es gibt keine Weihnachtslieder im Wienerischen, kriege ich immer sofort Schelte von ein paar, die dann sagen, na schon, ich habe eins geschrieben und der hat eins geschrieben und ja, die sind alles neuere Lieder, die irgendwann geschrieben wurden. Warum haben sie es geschrieben? Weil es keine Weihnachtslieder, genau. Aber die sind alles jetzt die leben alle noch. Ja? Du musst die leben alle noch. Und also so richtig traditionell gesehen, Überhaupt nicht, nein. Wiener Weihnachtslieder, die Wiener Lieder sind, gibt es keine. Gibt's keine, ja. Es kommt in verschiedenen Liedern in einer Strophe einmal. Es gibt sogar Weihnachtspotpourri von Franz Paul Fiebrich, glaube ich. Also. Zusammengestellt. Aber Weihnachtslieder. Also Weihnachtslieder, genau. Es sind sogar zwei von ihm komponiert worden, auch damals schon, aber kennt kein Mensch eigentlich. Und ja, wie der Karl jetzt sagen, jetzt hat einen Grund, warum man es nicht kennt. Okay, ja. Naja, wie gesagt, also das ist so. Das ist einmal erklärt. Dann, Hernerstein von der Lina machen wir. Ja. Mir soll zu fragen, also ob der Schuster Emil für die Einsamkeit Bartik gestanden ist. Nein, definitiv nicht. Bartik hat es gleich gewusst, was ich meinte. Ich weiß schon. Nein, die Einsamkeit geht aber ganz anders. Das ist die Einsamkeit. Und der Schuster Emil.
Nein, aber das ist wirklich nur das war es aber dann auch schon. Die ersten Dinge sind das gleich, ja, aber das war es aber dann auch schon. Ja, ich meine, Ähnlichkeiten, wie es halt immer finden, bei 12 Tönen. Bei 12 Tönen, ja, es ist so. aber es ist halt so, in dem Fall, nein, ist definitiv nicht Bartik gestanden, weil die Einsamkeit habe ich geschrieben vor einigen Jahren. Damals Schuster habe ich noch gar nicht gespielt. Da habe ich den nicht einmal kennt. Ich kenne ihn seit der kleinen Bubin, aber ja, irgendwo, nicht beeinflusst davon. Ja. Aber es ist ein interessanter Zugang auf jeden Fall. Ja. Jeden Fall, also ist jetzt keine Schelte, meine liebe Chrissy, sondern ist spannend und Ding, aber wie gesagt, ist gar nicht. Der Wolfgang Grotzka, liebes Chrissy von 1 Konrads, ja, ist kein Wienerlied. Der gute Korbe schreibt es auch, ja, genau. Die tun ja sich gerade unten Dauertrinkspiel und Werbesendung, ja. Schau, der Philipp Zach ist da. Philipp, servus, grüß dich. Alles Gute für Patrick nachträglich, ja. Geburtstag war. Danke. Geburtstag war, Jesus, nein, haben wir gar nicht angestellt. Das ist ja schon am 2. gewesen, das ist schon wieder vorbei. Das war klar, pass auf. Schau, die Maggie ist schon wieder vom Meeting zurück. Philipp, ich hoffe, es kommt bald das Stimmenmaterial für deine Harmonika. Ich sage das, es ist nicht einfach. Ich warte mir auch schon auf Stimmenmaterial für Schrammelharmonika. Das ist, also, bitte zünd ein Kerzlach an, dass das bald kommt. Zünd ein Kerzlach? Das meine ich ernst. Bitte, Herrgott, dass endlich das Stimmmaterial kommt. Du, aber zum Beispiel jetzt Spaziergang, Georg Danzer, über Weihnachten, ja, ist kein Wienerlied. Also, es geht ja um das. Weihnachtslieder und geschriebene Weihnachtslieder und Austropop-Lieder und Weihnachtslieder von mir auf Wienerisch gibt es ja. Ich meine, wirklich bekannt, ja, so wie Tanzer, wie über Weihnachten ist bekannt, und ein paar andere, auch von mir aus das liebes Christkindl vom Heinz Konrad oder ein Louis Frankerl, ein Schneeflockerl. Ja, oder auch gesungen immer zur Weihnachtszeit, ja. Das könnte man eher noch vielleicht sogar als Wienerlied noch bezeichnen. Oder macht man der erste Schnee, wird danach gesungen, ist aber überhaupt kein Weihnachtslied und der erste Schnee bezieht sich nicht wirklich auf den Schnee, sondern da geht es eigentlich ums Älterwerden, ums Altwerden. Vom Schluss von der Jugend bis zum Alter. Geht nicht um Schuppen in dem Lied? Nein, es geht um Ding. Man nennt mich auch Schuppen. So, schau, und jetzt da, pass auf, jetzt müssen wir es ein bisschen koordinieren. Erstens einmal, Agel Gassig dürfen wir nicht vergessen, also ich glaube, dass Geburtstag gehabt hat, Punkt 1. Punkt 2, Spaziergang sagt, Patrick ist aller Seelen, ich bin aller Heiligen. Ja? Also das heißt, der Spaziergang hat auch Geburtstag gehabt. Herzlichsten Glückwunsch. Und auf den trinkt man natürlich. Das ist klar. Der was denn? Ich mein, zum Wohle, ich muss dann am Ofen schauen, darf ich nicht vergessen. Der Klang, nochmal, in Klang, extra für Agel Gassig in Klang. Das taugt dir das Stimmen, gell? Bravo! Alles Gute zum Geburtstag, auch dir, lieber Spaziergang. Und jetzt da. Ich habe ja, um nur das Stimmen zu lernen, habe ich schon Räusche gehabt, sage ich, das keine Ahnung. Ja, ist nur um Stimmen gegangen. Ich wollte nur im besten Klang aus. Und ich habe jetzt oben was zweit wieder aufgenommen. So, und jetzt? Muss ich ehrlich sagen, Stimmen, Quetschen stimmen kannst du nur, wenn du nüchtern bist. Das geht sonst nicht. Definitiv. Also, glaubt was. Schau, aber die Maggie Pemberton sagt auch nicht. Die Marion Sieb schrieb ein Weihnachtslied zusammen mit einem anderen Musikanten. Ja, Maggie, es gibt hunderte Wienerlieder, also hunderte vielleicht ist es, aber zig Wienerlieder, Weihnachtslieder, die jetzt geschrieben worden sind, die letzten 20 Jahre. Die zähle ich nicht. Ich zähle es einfach nicht. Das ist dann für mich jetzt als Wienerlied relevant, wenn sie das durchgesetzt hat, wenn das die Leute singen. Ja. es ist. Patrick hebt den Finger. Ich hab noch nichts. Rocker, 16 Euro von Rocker. Hab wieder Dosis Wienerlieder braucht. Alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Dankeschön. Dankeschön. Weltklasse. Fast rein, aber nicht kann sagen. Warte, ich stimme noch. Dankeschön, Rocker. Weltklasse. Alexander Hauser. Komm mal vor der Kirchen. Weltklasse. In der Kirche geht es ja so. Ja. Aber immer zur Wandlung. Der hat
einen Zug drauf. Ja, was ich habe einen Zug drauf, Das ist ich ja habe- Wahnsinn. du tust ja die ganze Zeit stimmen. Und auf jeden Fall, ein Weinglaslied ist eine gute Idee. Warte, ich unterhalte die Leute allein, aber ich muss am Ofen schauen. Die Maggie sagt, ja, die Marion singt schon, ja, eh. Aber ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das ist ja nicht, wenn mir einer fragt, gibt's Wiener Lieder, Weihnachtslieder, traditionell, historisch gesehen, nein. Das ist einfach die Wahrheit. Das ist ja so. In den letzten 20 Jahren, oder von mir ist auch 30 Jahre, hat man dann gesagt, Jesus, nein, es gibt keine Weihnachtslieder und ich schreibe jetzt welche. Ja, das sind jetzt dann neu geschriebene Lieder. Mich hat tatsächlich noch keins, was ich gehört habe, jetzt so beeindruckt, dass ich sage, ich spiele es auch nach. Also ich lerne es ein. Ganz ehrlich, es ist ja so. Also sage ich ganz ehrlich. Der Einsamkeit ist kein typisches Wiener Lied, weil am Ende kommt der Tod. Ja, das stimmt, Raffi, du hast recht. Hast recht. Ja, die Marika hat auch Weihnachtslieder gesungen, das stimmt schon. Aber wie gesagt, das Wiener Lied, also die Wiener Volksmusik, da gibt es keine Weihnachtslieder. Glaubt's mir's? Also vielleicht 2, 3. Auf 200 Jahre gerechnet. Und wie gesagt, in den letzten 20 Jahren, ja, weil eben viele dann gemeint haben, ich schreibe eins. Vielleicht schreibe ich auch, also wir haben sogar schon welche geschrieben, die weiß ich nicht mehr, die kann ich nicht mehr. Aber es ist jetzt von der Tradition der Musik her, ist es eben einfach nicht, ist es kein Thema. Genauso wie die Liebe. Die Liebe kommt ja auch fast nicht vor. Es gibt eine Handvoll Liebeslieder im Wienerischen, aber es ist einfach kein Thema im Wiener Lied und genauso ist es mit Weihnachten. Ist so. Und alles was anderes ist halt so neu. Ich meine, kann gut sein. Ich habe noch nicht wirklich, also im Austropop eher noch, also zum Beispiel, weil das Lied gekommen ist, der Viva Weihnachten vom Tanzer, der Weltnummer, wirklich Weltnummer, aber natürlich ja, Austropop haben wir gesagt, da halten wir uns raus, spielen wir nicht. Und also da gibt es noch einige andere, sehr gute, Patrick, komm, schreit herein. Hast du den oben auch noch geschaut? Vorher. Ich habe schon nachgelegt, aber selbstverständlich. Schau, hol's nachgeholt da. Sehr brav. Und ja, schau, der Erfried sagt es richtig, dann schreibt es halt eins. Ja, hast du recht. Skyfall ist auch gut da. Ja. So, warte, wieso Maggie alles Gute? Was hat die Maggie? Hat das Wochen? Was hat die Maggie? Hast du auch Geburtstag? Nein. Der Fritzl sagt, Maggie Pemberton alles Gute. Merci. Hat das Wochenende in der Schweiz verbracht. Romanische Literaturtage heute erst zurück. Habe zwangsläufig Schweizer Wein gebechert. Gut, das ist nicht schlecht. Wenn wir in der Schweiz gespielt haben, habe ich die Ehre. Das war ein Dauerrausch von 5 Tagen. War mir leid. In der Schweiz, oder was? In der Schweiz. Ja. Vor allem, ich war dann 2 Jahre später noch einmal in der Schweiz. Eine ganze Woche lang nämlich. Ja. Oder hast du keinen Dauerrausch gehabt? Es war kein Dauerrausch, nein, aber es war kulturell höchst wertvoll. Muss Ja. ich sagen. Also. Gut, wir wollen spielen mit. Das war klar, das war der Dauerrausch. Jetzt werde ich Und wir sind chauffiert worden. die Maggie am 5. November jetzt. Ja, Maggie jetzt, entschuldige, gleiche Tag wie meine Großmutter. Die Rauchoma. Die Maggie, ja, stimmt. Aber die Suderei der Ja, Wiener ich Lied bin heuer etwas durcheinander. Aber so, pass auf. Jetzt ich habe alle Geburtstage zu Hause Ja. notiert. Ne? Ja, jetzt aus. Aber man muss reinschauen, auch, aber das war die letzten Wochen mir irgendwie nicht so wichtig. Bitte vielmals um Entschuldigung an alle. Maggie, Also, die Maggie. So, keine Absicht. Nein. was sagt der Olmestorf? Gestern in der DVD eine Doku mit Kurt Gierk gesehen. Die ist ein ziemlich bekannter Name, ist Wiener Lied gewesen, aber hallo. Na, aber wie? Ja. Der König des Wienerliedes kann man fast So. sagen. Ne? So, pass auf. Na, der King von Otterkring, kann man sagen. Pass auf, jetzt sind verdammt Oder auch viele bekannt als Mexiko-Kurtel. Ja, jetzt sind viele. Pass auf. Ja. Merkt der Patrick, du merkst jetzt. Kurt Gierk, Ja. zu dem kommen wir noch. Ein Schneeflockerl und ein Rosflankerl tun ja kommen wir noch nicht. Ich habe eine sehr gute Idee. Gute Idee, ja. Wirklich eine gute Idee. Ja. Ein Schneeflockerl und ein Rosflankerl. Und das ist in die Akarin-Hefteln drinnen, gell? Oder ist in Hoden auch drinnen? Nein, Hoden ist nicht drin. Im Hoden ist nicht drinnen. Okay, Nein. glaube ich auch nicht, aber ich habe die Noten daheim. Ja, die Noten haben wir daheim. Also wir werden, da werden wir uns gegen Weihnachten So ein nicht mehr Klavierauszug sein. Ja, wurscht, das schaffen wir. Der Raffi, was? Nein, war anderer. Wer das? War das?
Der Thomas Faber fragt, macht seine Pawlatschen zu Weihnachten? Nein. Es gibt zu Weihnachten eine Fake-Pawlatschen wieder. So wie am 26. Am 26. Genau. Montag, 26. Da kann ich und beim besten Willen nicht, da kommt die ganze Familie zu mir, also die Familie von meiner leider verstorbenen Frau, die kommen alle, heuer sind wir dran und ich mache das trotzdem natürlich und sind alle da und wir machen uns ein schönes Weihnachten. Richtig so, vollkommen richtig so. Nein, und ganz ehrlich, ich will auch nicht, also Pawlatschen will ich immer machen, aber ich will einfach nicht, weil das ist Weihnachten und da haben wir einfach das ist Pause. Und ich muss sagen, bis jetzt war es immer so, dass ich das meiste kackelt habe in der Pause, in Weihnachten. Ich habe das meiste weitergebracht, meistens in der Zeit. Ja, genau. Aber das ist, weil man eben beruhigt ist. Nein, also wie gesagt, am 26. Dezember wird es um 20.15 Uhr natürlich sehr wohl eine Pawlatschen geben, aber eben eine Fake-Pawlatschen in Form einer, die wir noch machen müssen, einer aufgezeichneten Pawlatschen. Das machen wir alles. Und was? Ich hoffe, ich bin dabei. Ja, schauen wir, ob du Zeit hast. Nein, oh ja, da sind wir alle dabei. Und dann eben, sind wir per Chat in dieser Premiere. Genau. Da sind wir da mit dabei. Also das ist so. So, Liederwunsch, Liederbach, ja, tun ja wie gesagt, da müssen wir dran arbeiten, das werden wir hinkriegen. Und Internetverbindung an Schwips, hat es bei euch hin? Sonst lese ich nichts. Bei mir läuft es wunderbar. Also vom Wegsenden funktioniert es, der Empfang stimmt da auch, also das passt, ja. So, pass auf, das nächste war, Erfried hat gemeint, wir sollen ein Weihnachtslied schreiben. Gut, check, merkt er. Also, was hast du alles merken müssen? Ein Giergürtel hast du mir gesagt? Ja. Ruhig, Flockerl Schneeflankerl. Das kannst du es einlernen. Schneeflankerl? Schneeflankerl und Rußflockerl. Nein, vielleicht Schneeflockerl und Rußflankerl. So, jetzt haben wir es. Endlich. Das erinnert mich an die Geschichte von Gradinger Fred, die wir noch einen Namen aussagen müssen. Vom Lehnfeld. Zum Beispiel, ganz großartig. Ganz großartig. Schau, der Allmeister sagt, da musst du nicht entschuldigen dafür, Patrick, Weihnachten ist Fest der Familie. Wer Pawlatschen sehen möchte, kann da auch ältere Ausgaben schauen. Richtig, Allmeister? Aber es gibt trotzdem. Aber es wird jeden Montag gibt es auf jeden Fall was. Und da wird, es ist in dem Fall eine Fake. Aber wir werden extra ein Video produzieren für den 26. Dezember, dass wir da keinen Fehler machen. Und auch für Ende Jänner, ich glaube 30. oder was, sind wir am Jägerball. Da spielen wir am Jägerball in der Wiener Hofburg. Da haben wir auch gesagt, endlich wieder nach 3 Jahren. Also, da werden wir auch. Aber da werden wir auch nicht einfach ausfallen lassen. Nein, eine geben, ja. Wir machen eine Fake-Pawlatschen. Also wie gesagt, irgendwas wird es immer geben. Ja. So, am 12. Dezember sagt die Austria Rainer die Gabi, hurra, am 12. Dezember haben wir die 150. Pawlatschen. Wenn wir sagen, ja, das wird halt so sein. Das wird uns ein bisschen Spaß machen. Ich weiß nicht, ob wir da was Besonderes machen, ich glaube nicht. Wir werden so sein, wie es ist. Du hast jetzt gemerkt, Giergürtel, Prost einmal. Prost, ja. Wir haben immer noch... Schön, lauter. Wir haben immer noch bei der Herner steigt raus von der Lina, ja. als Liedwunsch. Das will wir jetzt auch angeben. Den fangen wir an. Wann ist jetzt der roter Kring? Das ist das nächste. Das kommt, ja genau. Das ist das nächste. Das merkt ihr auch. Giergürtel, Otterkring, Nachtwächter Tour. Ja. Warte mal, was war noch? Silvester, wann ist denn Silvester? Ich weiß gar nicht, wann Silvester ist. Was ist denn Silvester? Ein kleiner Hoch. Aber der 26. ist der Montag. Na, Silvester ist nichts, also das ist kein Montag. Silvester ist ja Donnerstag. Der Donnerstag, da ist nichts. Wir fuhren am 28. natürlich Pawlatschen. Pawlatschen, natürlich. Ja. Wahrscheinlich wieder. Nein. Ja, sicher. Nein, am 26. ist Pawlatschen. Wo bin ich denn? Also, ich bin ja da ganz falsch. Ich weiß auch nicht, was du redest für ein Blödsinn. Ja, der Montag war der 2. November. Nein, der 2. Jänner. Ja, da werden wir wahrscheinlich von da sein. Da werden wir wieder von da ausstrahlen, Magnum-mäßig. Ja, nein, das muss man. Nein, es ist nur. Wir werden auch das Neujahrskonzert besprechen, natürlich. Richtig, unbedingt. Also, gehört ja. Ich bin ja ein bekennender Neujahrskonzert-Lauscher und Seher.
Jetzt bringst du wieder neue Themen rein. Ich arbeite, dass ich das irgendwie arbeite. Ich sage nichts mehr. Der Michael Fessel bringt den wichtigen Hinweis, sie weiß es am 31.12. Danke. Danke dafür. Das hilft mir schon. Das hilft mir schon sehr. So, na pass auf. Also. Fangen wir an. Ja, aber ich fasse jetzt noch nicht zusammen. Am 26. Dezember. Hast du einen Zettel zum Aufschreiben? Nein, es wird nie eine Pawlatschen in dem Sinne ausfallen. Nein. Es wird immer ein... Irgendwas wird immer sein. Wir machen ein Programm auf jeden Fall. Genau. Das Programm wird nicht ausfallen. Und am 26., am Stefanitag, am 26. Dezember und am 30. Jänner, da werden wir eine Fake-Pawlatschen machen. Wir haben am 26. Weihnachten Urlaub und am 30. Jänner sind wir eben in der Hofburgen, spielen wir beim Jägerball. Und in beiden Fällen gibt es ein quasi Ersatzprogramm in Form der Fake-Pawlatschen. Das ist einmal das. So. Bei der Herrensteig. Spielen wir mal bei der Herrensteig. Auffassen, man kann ein Wasser haben. Du hast gekehrt. Nein, ich wollte noch was anderes noch. Ja, das machen wir nachher. Das muss ich mir jetzt merken. Du merkst da, ich nehme auch Wasser. Ich nehme Gierkürtel, ja. Gierkürtel und Otterkring Spitz. Spitz passt. Spitze. Ich merke mal Gürtel und Spitze. Ich merke der Gürtel und Spitze. Ich merke mal das andere. Jetzt spielen wir bei der Herrensteig draußen vor der Lina. Der Herrgott liegt draußen vor der Lina. Der Herrgott liegt vor der Lina. Das ist ein Wahnsinn. Wieso? Was ist das Wort verliert? Wie geht denn das? Donut? Geht du. Aber ja. Was? Heute fahren alle wieder noch umeinander. Keiner hat Zeit für eine Musikgesang. Ein Hitz und eine Garde, den gibt's nimmer mehr. Jeder sitzt da, macht sich das Leben nur schwer. Drum leiden's hat's gescheit, verpasst nicht die Zeit. Geht's langsam durch die Welt und pfeift's auf das Geld. Hört's zu, was der Großvater singt, aus der uralten Zeit jetzt erklingt. Bei der Herrensteig draußt vor der Lina, da war der Standtisch noch der echten Wiener, mit dem Sandner Gewandel fest benannt. Wer schon Pfeiferl in der Hand? Wieder gut, Schreibel. Gut. Was gehabt? So sind's geboren. Und der Lieber süßer Schwester. Ja. So war's die Ohren gewählt. Ich muss doch wirklich im Himmel drauf sein. Ich möchte nicht. Und hätte noch gern eine Engel in einem goldenen Raum. Dort habe ich es dann gemerkt. Was? Spiel mir ein, das geht. Hör zu, was der Großvater singt. Aus der uralten Zeit. Jetzt der Ding. Jetzt reißt die zusammen. Das Ende zum Treffer dazu. Draußen vor der Linie. Da war der Stammtisch noch. Der echte Wiener. Soundverquandel. Fest benannt. Wer schon ist great. Ja, so war's die alten gewesen.
Wisst ihr, was das Interessante ist, sobald man zum Spielen aufhört, ist aber das Lachen vorbei. Das ist immer lustig. Ich muss mich vielmals entschuldigen. Ja, ich glaube auch erst. Also, man stirbt 1000 Tode vor der Kamera. Aber euch gefällt so offenbar. Ich weiß nicht. Alle lachen. Ich weiß nicht, ob es so Das ist schon Kabarett, schreibt der Franz unten gerade jetzt. Nein, das ist kein Kabarett, das ist furchtbar, wenn das sowas passiert. Also, so lustig es jetzt noch war, der lacht immer noch. Für mich ist schon immer lustig jetzt. Ich habe kurz rekapituliert. Nein, das lustig wird, wenn wir dann morgen drüber reden, aber... Alter, ich hab so Scherlowitz vom Lachen. Ich wüsste gar nicht. So, das kommt ja selten vor, aber... Der Spaziergang gesagt, live ist live, ja. Du, schon, aber... Der Liedwunsch spielt jetzt quasi nicht. Den müssen wir nochmal neu erfüllen. Ein bisschen später. Ach ja, ich hab nicht gesehen. Und du redest mich auch noch so an, dass du einfach nichts gesagt hast. Nichts sagst, ist mir wurscht. Spaziergang, das bleiben wir da schuldig. Wieder die Tage am Kohle, das war mir ja so peinlich. Ja, peinlich, es ist ja so, wenn das einer fragt, was war denn so lustig und du würdest das erklären. Denkst du, Alter, Du kannst nichts erklären. dann sauf weniger. Aber der Punkt ist einfach der, ich weiß, was lustig war und der Patrick auch. Der Franz hört ja gar nicht auf, schick uns die Daten vom Wein, den braucht man. Ja. Dabei haben wir nicht einmal noch so viel drin. Das ist noch immer nicht. Der weiß ja Wahnsinn. Die Flasche auf dem Tisch ist wohl noch nicht der einzige Alkohol, der heute schon vernichtet wird. Nein, das stimmt ja nicht. Er unterstützt uns was. Chrissy unterstützt uns was. Elvis hat auch eine Nummer verlacht, das wird ein Hit. Das ist unser Hit. Ah ja, genau, das berühmte. Weil der Herr steigt raus. Mir tut jetzt alles weh irgendwie. Ja. Alter. So ein Zwerg für Krampf jetzt. Ah, Wahnsinn. Die Lina jetzt nehmen wir wirklich einen Schluck, nämlich Prost einmal. Die Lina kommt noch, die Lina aber später. Prost. Jetzt Die Lina haben wir gerade gespielt. Nicht, was hast du mal gespielt? Die haben wir musikalisch markiert. Gespielt haben wir. Love me. Aber großartig Elvis auch, ja. Bis zum Schluss lacht nämlich dann die ganze Band und die ganzen Bläser und alle schon. Aber mir tut das alles weh. Ich habe jetzt glaube ich einen Bluthochdruck. Laufen der. Bist der. Ich habe keine Luft mehr. So und jetzt lernen, jetzt ist es soweit. Hast du nicht, ja? Jetzt Klar, dreimal anschickt, der dreimal anschickt. Du. Mikrofon angekommen. Ja, das werden sie hören. Das geht Du. jetzt, ja. Pass auf. Nein, ich will also. Gierkürtel. Der hat jetzt aber auch gelacht. Gierkürtel, ja. Pass auf, die Erinnerung jetzt letztens erst mein Vater erzählt. Schramme Klangfestival, wir sitzen beieinander. Der Kurti hat sich bestellt Würsteln, Frankfurter Würsteln. Also im Alter schon so ganz. Ja, na, ganz, vor. Also, beim letzten Mal, wie er da war. Also beim letzten Mal schreiben wir letztes Mal, vorletztes Mal. Ja, ich glaube, das letzte Mal war es. Ja, letztes Mal. Also, ich sage jetzt einmal 2-3 Jahre, bevor er gestorben ist. Und kriegt die Würsteln, nimmt die 10 raus, legt es aufs Teller dort, auf das Bockteller. Aber nicht so, dass keiner. So, naja, aber schon hingelegt. Und das Serviettel drauf. Ja, ja. Also, das kann er denken. Und hat aber dann. Immer Gentleman. Also. Immer Gentleman. Hat die Würstel gegessen, nicht? War leichter scheinbar ohne Zent. Also nicht. Und ja, dann hat er natürlich auch nicht mehr daran gedacht, dass er die Zent nicht drinnen hat. Und der Kölner ist gekommen und hat angerammt. Und der Koscheler Rudi sagt ihn ehrlich, wunderbar, weil so ist Wien, sagt, Kurti, hat er die Zent rein, weil sonst servieren sie das an. Ja, jetzt war unter die Servietten so klein, am Bockendeckel Döller, nicht schon so. Ja, das sind ja. Absolut wirklich. Da ist mir die Geschichte dann wieder eingefallen, was mir der Kurti nämlich erzählt hat, der Gierkurtel, vor 25 Jahren, wie er als junger Bub mit der Malinagel auftreten hat dürfen. Irgendwo im Orpheum oder irgendwo so eine große Bühne und alles. Ne? Die Malinagel fängt zum Singen an und ihr folgt beim Singen. Die beißeln raus, ja? Und die fallen dann über die Bühne so klapp, klapp, klapp runter. Der Kurti, war überhaupt kein Problem. Ich bin
4 gegangen, mein Stecktuch fallen lassen, hab die 10 aufgekommen, hab die Mali genommen, hab sie reingehauen und dann haben wir gesungen. Das ist mir da wieder eingefallen, weil das der Kurti vor Jahrzehnten erzählt hat, die Geschichte. Da habe ich sie reingehauen. Da habe ich sie reingehauen. Ja. Ich hab so genommen und hab sie wieder reingehauen. Aber der Gierköttl war tatsächlich eine ganz wichtige Persönlichkeit. Absolut, ja. Der Wiener Lied-Szene. Warum, wieso? Als kleiner Bub schon. Das war einer der letzten Natursänger, kann man sagen, der keine Ausbildung gehabt hat, der alle möglichen Berufen nachgegangen ist in seinem Leben. Durchaus auch erfolgreich, aber immer gesungen hat. Sein ganzes Leben hat der Gürtel gesungen. Mit allen Größen, kann man sagen damals, mit allen Schrammelquartetten, die damals gespielt haben. Auch. Er war wirklich ein Star in der Er war Zeit. Star Also in der es war Zeit. schon die 50er, 60er Jahre. Vor allem 60er Jahre, Ja. 70er Jahre war das der Wiener Liedsänger. Also, Ja. den hat man in Wien erkannt. Also Erkannt, das ja. war schon, hat dann auch gehabt mehrere Beinamen. Das eine war der Frank Sinatra aus Otterkring, das andere war der Mexiko-Kurtel. Warum Mexiko-Kurtel? Mexiko, das Lied Mexiko. Mexiko. Mexiko, Mexiko. Auf bis aufs hohe F. Ne? Der Kurti, ja. Und ja, der war Großartig. Auch die Eine Aufnahmen, Legende. was gibt mit ihm, vor allem er gemeinsam mit dem Heini Kriutsch, das sind Kostbarkeiten. Das gibt Gott sei Dank auch auf CD. Da sollte man durchaus reinhören. Also das großer Star. Großer Star und war eine tolle Persönlichkeit, war so ein bisschen so Strize-mäßig, war nie wirklich ein Bücher, sondern ein Strize. Nicht? So, also er war in den Kreisen, in den halbseidenen Kreisen wohl unterwegs, aber war selber kein groß, ist auch gesessen, war in der Kalau, im Häfen. Und dort gibt es ja die wunderbare Geschichte, verewigt im Buch von Professor Roland Giertler zum Beispiel, über wie der Kassen, der Taschner, der Pepe Taschner. Interessantes Buch. Der Adler und die 3 Punkte, so irgendwie heißt das. Das sind eine Tätowierungen von dem. Das war immer auch so eine Unterwelt, der Boss nicht, aber so ein Unterweltler halt aus Wien, der Pepe Taschner und der Gierkurtl, der Roland Giertler, Soziologieprofessor, der hat ein Buch über ihn geschrieben. Und da kam auch der Gierkurtl vor, weil der ist in der Kalau gesessen im Häfen und war ja kein Schwerverbrecher, das war ja kein Bestes, das haben die Leute auch gewusst, auch die Wärter und alle. Die gewusst, das ist ein bisschen ein Gauner. In der Dokumentation über ihn sagt er das so schön, sagt er, die haben ja alle gewusst, dass ich unschuldig bin. Das ist nicht nur so gesagt, der Kurti ist bei diesem, was damals ist, am Geldbriefträger haben die ausgenommen. Die anderen, der Kurti ist Schmier gestanden. Nicht? Das war es aber auch so. Ja, also unschuldig war er nicht, aber er ist nur schmierig. Er ist draußen gestanden, dass keiner kommt. War ein kleiner Bücher halt. Sozusagen. Aber nicht wissen können, dass die den umbringen. Nicht? Die hauen nicht aufs Happe und nehmen die Marie. Nicht? Oder man erzählt so. Ja, dann haben wir gesagt, dazwischen, dann ist einmal gesehen, weil da habe ich einen Ring verkauft. Und da haben sie mir Hops genommen, nicht? Weil an dem Ring ist so der Finger gesteckt. Nicht? Das war quasi das war das Synonym für der Ring ist gestohlen. Nicht? Das ist eine Kurzgeschichte von ihm immer gelesen. Naja, weißt du. Nein, war gut. Aber auf jeden Fall, das war nicht sein Hauptding, sondern in erster Linie war, aber das hat sich ihm halt auch gehört. Er war so ein bisschen so ein Strize. Aber große Persönlichkeit, muss ich echt sagen, und spannend, weil es war ein alter Herr, immer, also seit ich am Kino halt, nicht? Und sehr, sehr gentlemanlike und wenn man so will, sehr in der alten Zeit daheim, aber er hat sich überhaupt keine Berührungsängste gezeigt mit jungen Leuten oder mit überhaupt nicht. Der war bei jedem Blödsinn dabei. Wir haben einmal gehabt, pass auf, mit Gerd Heger haben wir mal ein Kabarett gemacht. Der Patrick, der Gerd Heger und ich. Und da haben wir. Facettenreich hieß es. Der Wiener Facetten. Ursprünglich, dann haben wir gesagt, können wir nicht machen, der Martin Ortner von den Wiener Symphoniker hat nämlich schon ein Ensemble gehabt, das hat Wiener Facettenkassen. Dann haben wir das umbenannt auf Facettenreich. Das habe ich schon wieder vergessen. Ich meine, wir sind eh nur 4-mal auftreten, aber ist auch wurscht. War aber sehr leibend. Das war wirklich leibend, ja. Und da waren wir bei so einem Wettbewerb. Das war ja wurscht, das war dann im 18. Irgend so ein Theaterlabor, da was soll der Franz M. kennt es sicher. Der Franz M. kennt sicher. War in der Nähe von Franz M. Und
Und dort haben wir, also dort war es auch so, das war so ein Wettbewerb, also da hat man dann einen Teil seines Programms vorgetragen und hat dann Bewertungen gekriegt vom Publikum, also man hat halt quasi sein Publikum hätte man mitbringen müssen und so weiter. Und dann ist halt bewertet worden. Wie auch immer, dieser Abend war für uns in zweierlei Sachen wirklich wichtig. Der erste Teil war der, wir sind dort hingekommen und wir sind da. Und da gab es also irgendwie so eine Art Soundcheck und Bühnenprobe, nicht, was wir alles brauchen, wenn man nicht viel braucht, gar nichts. Und dann haben wir 2 Stunden Zeit gehabt, sind wir weitergegangen und haben ein Lokal gesucht und haben dort gefunden, Dragans Imbissstube. Ich weiß nicht was, Imbissstube, das war der Franz M. Der Franz M war bei ihm am Stammgast. Aber Dragan, also das war so eine kleine, ja, so eine kleine Hit, aber es war die nächste, was wir gesehen haben. Und jetzt muss man dazu sagen, wir waren aber gekleidet im feinsten Zwirn. Aber wirklich absolut fein, weil das Programm halt das hat das verlangt. Und wir sind also bei den Dragern reingegangen. Die haben echt geglaubt, jetzt kommen 3 Zuhälter. Und dann haben sie gesagt, nein, wir wollen noch was trinken. Und dann haben wir eine Kleinigkeit gegessen, dann ist er gekommen mit Leberwissen. Und dann haben wir es uns nicht mehr gefällt, dass wir jetzt da nicht das Theaterlabor rum müssen, ja. Weil es da so leibend ist. Ne? Das war das berühmte Lazargasse, genau. Und dann zum Dragern, richtig. Leider gibt es alles nicht mehr. Das gibt es auch nicht mehr, das Theaterlabor, ne, weiß ich. Ne, auf jeden Fall haben wir also dort gespielt. Und es kam der Gierkurtl mit einem Freund, auch aus der Szene, sage ich mal. Sein Bruder war mit, der Gierkurtl Junior. Gut, die war da, ja. Der Schwächerl-Gürtel, ne? Zu dritt, ja, ich glaube zu dritt ist ja gut. Ja. Nur muss man sich vorstellen, Theaterlabor, das war ja so, aber das ist eine moderne Geschichte, da sind sie halt alle gekommen und da hat es ein bisschen einen Schmäh gegeben, nur halt, wir waren im feinsten Zwirn und der Giergürtel alles sowieso. Kommt im Kamelhaarmantel. Ich Kamelhaarmantel. Ja, das war am feinsten, schwer beringt. Und ich kann mir die Intendantin, oder wie man immer sagen will, von dem Dings, war Deutsche. War Deutsche, ja. Ich muss ja auch schon sagen, ich habe aber schon ulkige Freunde. Ja, der hat sich gleich mit der Kugel dort eine angekratzt. Der Gute. Hier ist Rauchverbot. Er hat gesagt, ja. Damals war ja noch kein Rauchverbot eigentlich. Also ja, aber im Kamel, also das hat dort reingepasst wie die Faust. Und wir haben also dann gespielt und dann hat der Kurt gesagt, und dann hat das andere auch geguckt, was ja auch gut war, ja, aber es war natürlich andere Ebene, eine ganz andere Geschichte. Und der Gürtel hat gesagt, Burschen, seid mir nicht böse, aber wir machen einen Schuch, weil das ist mir zu deppert. Wir machen einen Schuch. Und dann sind sie gegangen, aber das war Weltklasse. Also ich glaube, das war das einzige Mal, dass die dort gesehen haben, am Kamelhaarmantel und wirklich gestriegelte Leute. Aber wie gesagt, das sind so diese Erlebnisse nur eben jetzt wirklich musikalisch und auch so war der Gierkurtl ganz, ganz wichtig, war ein ganz großer Star in den 50er, 60er Jahren und hat auch bis zum Schluss, er hat dann zwar die Stimme nicht mehr gehabt, aber er hat diese Bühnenpräsenz, die hat er gehabt. Wann der auf die Bühne gegangen ist, der war da. Ja. Christoph Acker, danke für den Ofen. Nein, der lodert. Ich höre ein bisschen her. Jawohl. Der Pepe Taschner war im Club 2, ja. Pepe Taschner war ganz bekannt eigentlich. Das war vor ein paar Monaten, war das einmal so eine Wiederholung des Club 2s. Also? Ja, das haben wir mal angeschaut, ja. Auch der Gierkurtl da und so. Und ich habe diese letzte Roland Giertl war damals ganz jung, also relativ jung. Nicht? Aber ich habe die letzte Doku, das mit der Unterwelt, mit Gierkurtl noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wo man den jetzt noch sehen könnte. Das war sicher auch wieder der Franz. Ja. Wo kann man sich die anschauen? Gibt es die auch irgendwo zum Anschauen? Ich habe die leider nie gesehen. So. Ja. Die Sprechwerte Chrissy urgiert schon. Ja, wenn wir sofort was spielen wieder. Und zwar jetzt, kommen wir zum, du merkst ja noch was? Aber so, ein zweites war noch, gell? Ja, richtig. Das habe ich schon vergessen jetzt, davon lauter reden. Spitze, du merkst eine Spitze. Spitze, ja, klar. Spitze. Weil, jetzt machen wir Folgendes. Meine Herrschaft, jetzt machen wir Folgendes. Haben wir jetzt allen Geburtstagskindern gratuliert? Ich glaube schon.
Aber im Patrick noch nicht. Im Patrick noch nicht, das heißt, das nächste Lied darfst du da aussuchen. Aussuchen, gerne. Und euch bitte ich, für den Patrick hat es eine originalrote Achteln zum Geburtstag. Wie alt bist du jetzt, Patrick? 45. 45, na, halb runter. Ja, halb runter, ja. 45 Lenze. Schaut aus wie ein, Sag jetzt nichts Falsches. schaut aus wie ein 45-Jähriger, der halt so ausschaut, wie er ausschaut. Wurde unlängst auf 40 geschätzt, ja? Im Seniorenwohnheim oder wo war das? Nein. Von einer wunderbar hübschen Dame über 29. Also. Wirklich, na gut, die hat ja keine Lebenserfahrung. Ich glaube, das geht so weiter wie bei ihrer. Sie ist Dann aber schau schon ich auch geschieden. so aus. Also. Hat 2 Kinder, nicht? Also, So, das wird schon Erfahrung haben, ja. Naja, gut, wieder schummriges Licht gewesen sein. Also, however, die Achtel von einer, bitte eine originalrote Achtel für unseren Patrick zu sein, 45er. Und du darfst das nächste Lied aussuchen. Oh, sagen wir es vorher, was geht. ich habe ja so. Na, nur Das das, war jetzt was mit der scharfen Gürtel zu uns am Alter. Na, red, da sag was. ja, sag was. Ja, ich überlege nämlich gerade, so da kommt immer die Frage auf, was sind also eure Spitz, was ich gerne habt, eure Lieblingslieder. Ich hab so viel. Das ist das Problem an der Geschichte. So, der Michael Fessler am nächsten Mittwoch. Das ist ja Wahnsinn. Alle am Geburtstag ist in der Zeit. Patrick sollte sich irgendwas vom Schneeflockerl merken oder Aschenflockerl. Nein, der Christoph Acker. Acker. Ja. Also, was spielen wir? Das muss ja nicht dein Lieblingslied sein, sondern du wünschst. Du, Aber, ja. ja? Schon lange nicht gespielt. Es ist kein Wunder, dass wir heute beieinander sitzen dann. In dem Lokal, da kommen lauter echte Wiener zusammen. Nicht solche Schwammerbrücke, die zum Hering wandern da. Laut aneinander umeinander blähen und gar kein Gefühl für die Musik haben. Für solche Leute, da haben wir da bei uns keinen Platz. Da gilt für alle Zeiten nur der eine Satz. Jeder, der glaubt, ein Werner zu sein, der aufhaut und schreit, die Welt, die kehrt rein, dem sag ich ganz leise, macht die nicht so brand, nur die Liebe ducken und sei ja schön stand. Sie ist schon, dass die Welt so modern und so laut, weil jeder auf sich und kein anderen mehr schaut. Ich bitte, ich frage, das geht mir nicht ein. Ja, der kann doch kein Werner sein. Schon, dass die Welt so modern und so laut, jeder auf sich und kein anderen mehr schaut. Ich bitte, ich frage, das geht mir nicht ein. Ja, der kann doch kein
klasse Nummer. Walter Bosch und Karl Hodenacher. Wunderbares Lied. Wunderbares Lied. Vorhin hat man gedacht, das ist wieder eine schöne Nummer. Ja. Aber schon länger nicht gespielt in der Pavlatschen. Das stimmt und es kamen. Und die Achteln fallen rein. Haufenweise Achteln und Glückwünsche. Ich danke euch ganz herzlich. Muss ich selber mir reinschauen, nicht? Schau mal rein, ich nehme mal einen Schluck. Das husten müssen. Spaziergang, mit 45 müsste ich noch 20 Jahre arbeiten, da bin ich froh, dass ich schon 68 bin. Spaziergang, das kann man so und so sehen, ja. Aber ich meine, was glaube ich, wie viele Jahre das sind, in denen man noch trinken kann. Soll er Jausen richten? Nein, eigentlich so. Das war eine rhetorische Frage, ich hätte einen Hunger gehabt, aber bitte. Ja. Dann können wir gar nicht mehr singen, nicht? Was ist? Der Spaziergang, da war Patrick, nach 55 Jahren Wiener Musik mit dir, das ehrt mich sehr, aber ich glaube 55 Jahre Bock ich nicht mehr. Also, das wird sich allein statistisch nicht ausgehen. Der zieht jetzt schon wieder. Ein Wahnsinn. In den späten 80ern, Anfang 90ern habe er in Wien gehabt. Ufhorst, der wohnte im zweiten Bezirk Jungstein und war im Rockermilieu bekannt. Lebt er noch? Kennt den wer? Ulrich, du bist gut. In Wien gibt es 2 Millionen Menschen. Ich meine, das könnte schon sein natürlich, dass einer einen Wuff aus den 80er Jahren kennt. Aber nein, also ich kenne ihn nicht. Wir sind auch nicht im Rockermilieu wirklich unterwegs, muss man auch sagen. Daher, was kann ich zum Geburtstag machen? Musikraum. So, der Maike habe ich auch gesehen. Der Maike aus der Steiermark. Die Steirer sind auch da. Jawohl. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Teil, was du gemerkt hast, dann spielen wir gleich wieder was. Spitzi, also Gerhard Spitz, seines Zeichens Tischler aus Otterkring. In der Zwischenzeit, aber seit der Pension ist, der Nachtwächter von Otterkring. Und am 3. Dezember ist es soweit, der Gerhard Spitz und wir haben schon öfters was gemeinsam gemacht. Und diesmal ist soweit ein exklusives Programm für die Babacisti für euch. Gibt's was, ja? Ein Babacisti Sonderspecial. Also Sonderspecial ist eigentlich schon zu viel. Nicht? Also entweder ist es ein Sonderprogramm oder Special, nicht? Sagt man. Also exklusiv für die Babacisti haben wir gesagt, wir machen. Also wir haben gesagt, die Dunja hat die wunderbare Idee gehabt. Wir machen eine Nachtwächterwanderung durch Otterkring. Allerdings ist das nicht am Nacht, sondern am Nachmittag, weil wir wollen ja auch noch gemütlich dann beim Heirigen sitzen. Und dort spielen wir ein paar Lieder natürlich auch, wir nehmen die Instrumente mit. Und es ist, glaube ich, beschränkt auf 20 Leute. Also es ist eine kleine Partie. Aber ich blende euch jetzt einmal ein. Die Infos dazu, naja, so leicht ist das nicht. Da, schaut's her. Am 3. Dezember treffen wir einander, Otterkringer Straßen, Ecke St. Leitengassen. Das Achillon, das ist ein griechisches Restaurant, das kennt man, also das findet man dort. Quasi die ehemalige Kornheiselvilla. So ist es. Und dann geht es eben 1,5 Stunden gemütlich durch Otterkring. Um 15 Uhr sind wir dann beim Stippert und werden dort eine entsprechende Nachbesprechung machen. Schauen wir mal, also wir haben quasi so einen offiziellen Schluss von 18 Uhr gemacht, aber natürlich, das werden wir sehen, wie es ist. Wichtig zu erwähnen ist für den einen oder anderen, man kann natürlich auch nachkommen dann zum Stippert, weil ich bin zum Beispiel gefragt worden von jemandem, der sagt, ja, das war aber echt total leibend für meine Großmutter, nur die kann das nicht mehr mitgehen. Das kann man kann theoretisch schon noch. Also wir sind ja nicht so streng, aber es ist quasi dann für die Leute. Und ganz wichtig, jetzt blende ich es nochmal ein, ganz wichtig ist, reserviert bitte telefonisch per SMS oder per WhatsApp bei der Dunja direkt die Telefonnummer 16 da. Die könnt ihr euch jetzt da anschreiben, aufschreiben. Ein Screenshot machen. Was auch immer. Weil es ist nämlich exklusiv für die Babacisti. Das heißt, es ist natürlich nicht. Habt ihr es schon? Das geht auch nur mit Reservierung, bitte. Weil nur mit Reservierung?
das ist nämlich limitiert auf eine gewisse Zahl, weil sonst kann der Gerhard das nicht, die Führung durch Otterkring, den Spaziergang nicht machen, wenn das zu viele Leute nämlich sind. So ist es. Geldbetragsmäßig reden wir davon, weiß ich nicht. Keine 10 Euro. Also es geht jetzt wirklich um das. Da sind wir beim Heirigen, das sehen wir wahrscheinlich tun ja, bitte länger einblenden, die Leute sollen ja bei mir reservieren. Ja, ich werde das sofort wieder einblenden. Ich würde dazwischen uns auch präsentieren wieder mal. Patrick, mit seinen zarten 45 Jahren. Tja, für alle Schandpataten wieder bereit. Schandpataten, willst du nicht jausen? Ich hätte gerne jausen. Aber... Nein, jetzt machen wir die Pavlatschen und dann essen wir. Jetzt machen wir die Pavlatschen essen, weil wer weiß, wie lange die Pavlatschen sind. Ja, das werden wir sehen. Also bringt das nochmal ein, bitte für alle, die jetzt nochmal die Nummer, also es ist glaube ich wirklich mit 20, 25 Leuten, ich weiß nicht mehr wie viel genau, ich glaube 20 Leute ist es limitiert. Ruft es an oder schickt es tun ja ein SMS, zu zahlen ist dann dort. Aber wie gesagt, das ist ja kein großer Betrag und dann sind es beim Heirigen. Die Dunja schreibt schon maximal 25 Personen. Na schau. Genau. Na schau. So. 8 sind es schon. Na schau. Lese ich gerade, ja. Jetzt muss also gar Satz schnell. Ja. Mit uns, Dunja, mit uns. Nein, und das ist ja wurscht. Nicht? Ja, was heißt, das ist wurscht? Wir zählen ja nicht. Ich will auch was sehen. 8 Euro pro Person, na bitte, ja, also. Über das reden wir gar nicht. Ich meine, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. So, jetzt habe ich wieder ausblendet. Wenn so ein Putzmesser schreiben. So. Dann weiß ich ja schon, was wir als nächstes Lied machen. Was machen wir? Auf jeden Fall dazwischen nochmal, bevor wir das Lied machen, möchte ich nochmal sagen an die Dunja, danke A für die Idee, B für die Umsetzung. Das sowieso. Und ich meine, das, meine lieben Pavlacisti, wenn das nicht eine rote Achtel wert ist, dann weiß ich nicht. Haut's eine, haut's eine Achteln ohne Ende für die Dunja. Androsch und mir spielen dabei was? Machen wir den Herrgott Start, das war auch einer der Wünsche, die ich gesehen habe. Oder wenn mich der Herrgott fragt, von Rudi Korb, bis gerade zum Schluss jetzt gehst. Wir können beide, also, da muss man das sagen, was wir spielen, damit wir das Gleiche spielen. Machen wir den Herrgott Start. Auch meiner wiedergenesenen Mutter, die ich geliebt habe. Jawohl, genau. Ja. Unbedingt. In Otterkring traust, in einem uralten Haus, in einem Hof in der Speckbacher Gossen, da ist gern ganz verstaubt, seiner Ziele beraubt, ein Herrgott Stein ganz verlassen. Ich habe mich entdeckt und als Kind dort versteckt, mein Kindreal unter meine Stollen, denn die größeren Buben waren auf die Stollen wie die Nahen. Als Kindreal hätten sie mir gestohlen. Herrgott, der Stand, du nur allein, hast mich als Bibel verstanden. Du hast mir mein Besitz immer beschützt, bist wie ein Freund dafür gestanden. Oft hab ich gewandt und mich an dich gelangt, den Kindersorgen sind groß. Herrgott, der Stand, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Ja, das ist schon lang her, von dem Haus steht nichts mehr, und Otterkring hat sich verändert. Da hätte überall gebaut, oder das alte zerhaut, auch die Menschen, die haben sich geändert. Ich fahr öfters doch raus
denn meine Mutter wohnt draußen und wie ich so hingehe zu ihr, da liegt ganz verlassen, zerschlagen auf der Straße, mein steinerner Herrgott vor mir. Herrgott aus Stein, ich glaub wir zwei haben uns noch rechtzeitig gefunden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bin dir als Freund stets verbunden. Ich trag die Hand und blick dich zusammen, sind deine Schmerzen groß. Herrgott aus Stein, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Jawohl. Jawohl. Da muss man das vorher vorliegen so, nicht nachher. In welcher Tonart, ja. Die ganze Zeit. Ich hätte schon eine gefunden, aber. Ja, Entschuldige. Das macht ja nichts, macht ja nichts. Na, besser. Ich hab nur gemerkt, das Searching vor den Nein, ich hab weggesucht. Ich hab gedacht, ja, erst. Ich hab schon ein Ass gespielt, jetzt ein B, ein F, und man dachte, ja. Ich hab's gehört. Ne? Das Man dachte, ja. Aber mir war klar, nein, das ist in einer ganz anderen. War eine schöne Sache, das Werner Gmiert, Johann Schramm. Absolut leibend. Himmlisch unser Rutger Marz, sagt die Maggie, zu Recht. Dankeschön. Reservieren, komm schon rein, freue mich schon auf die Tour. Raum beim Stiepert ist natürlich auch schon reserviert, Tuni Androsch, ganz Weltklasse. Schau, der Markus Bristoniak, Alter. So wenig wie wir heute trinken, haben wir noch nie getrunken bei einer Pavlatsch. Gib mir Schick von dir, gib mir fertige von dir, weil das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. So ein Feuerwasser ist das auch nicht eigentlich. Na gar nicht. Nervös bin ich wahrscheinlich, nervös. So.
Traumhaft wie immer, genau. Na, reservieren kann man rein, super Leute. Wie gesagt, 25 Leute sind wir maximal. Also das machen wir wirklich, das ist eine reine Pavlacista-Geschichte. Ich werde das nirgendwo sonst posten. Ja. Wann ist das Ganze? Im Dezember. Am 3. Dezember. Na, da haben wir noch Pavlatschen. Das geht sich schon aus. Weil das wirklich eine Pavlacisten-Geschichte ist und da sind wir eben, ja, da sind wir beieinander. Da sind wir einfach, im Prinzip machen wir eine gemütliche Heurigenpartie. Wir nehmen die Instrumente mit und es gibt vorher wirklich eine tolle Führung, weil der Gerd weiß da echt was zu erzählen. Muss ich wirklich sagen, und das ist wirklich leibend. So, warte, Nachricht habe ich auch gekriegt. Zahner, der Zahner! Warte mal, da muss ich schauen. Unser aller. Oh, warte mal, anhalten, muss ich da wieder so machen? Muss ich so machen? Unser allerliebster Philharmoniker. Wo wird denn er wieder? Ich muss ja auf so viel arbeiten. Jösses, mach ich. Warte mal, ich habe ganz andere Probleme. Auszeichnung aus der Unterwelt. Hat mir der Karl eben geschickt. Ich habe gerade andere Probleme. Franz Karl eben. Was hast du wieder Ich habe gehabt? gerade von Magenta eine Nachricht gekriegt. Aha. Ich bin nämlich, das WLAN habe ich nicht mehr ausgeschaltet. Lieber die Mobile-Kunden, sie haben bereits mehr als 80%. Auf dem Handy? Ja, wieso tust du nicht ins WLAN einwählen? Weil ich es vergessen habe, ich habe das schon den ganzen November daheim auch vergessen. Ach so, naja, gut, pass auf. Also, Franz M. Vulgo Karl, danke dafür für das. So, und jetzt der Zahner. Lieber Patrick, alles Gute zum Geburtstag, aber auch vor 2 Wochen einen Runden gehabt. Busse, Klausi und Chrissy, also Christel, also nicht ich, sondern Der Zahner Klaus, ja, der will den 50er gehabt haben. Da sagt er nichts. Ich habe auch vor 2 Wochen, müssen wir ja mal auch was spielen. Fix, Ja, Klaus Zahner ist ja Schlagwerker, nicht? Der Wiener Philharmoniker unter anderem. Nicht? Also, Zahnerl. Schick mir da über dieses Gerät deinen Liederwunsch zum Geburtstag. Schick uns den Liederwunsch und den spielen wir dann. Ich muss nur schauen, dass ich das auch kriege da. Schaut, das ist ein Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. So, der Ulrich sagt, Paypal Schmatt ist unterwegs. Ja, Weltklasse. Weltklasse, so. Und jetzt. Josef Dattel ist auch da. Grüß dich. Aus der Boda. Oder aus dem Wohnzimmer. Sagen wir es ehrlich. So, jetzt muss ich aber einblenden, was wollte ich jetzt einblenden? Ja, genau. Weil, nämlich, der gute Ulrich sagt, Schmatt, das ist bei PayPal unterwegs, möchte das trotzdem einblenden. Meine lieben Freunde, haut eine an Schmattes für die Musi. Ein Kerlgeld. Das kann viel Geld sein, natürlich. Da wollen wir nicht bremsen. Aber, wie soll ich sagen, wenn man sich denkt, was soll ich denen zahlen? Ich will da auch nicht ausgeben oder habe ich nicht oder keine Ahnung. Dann lasst uns auf einen Kaffee ein, quasi. Nicht? Ja. Also, oder auf einen Spritzen, wenn man lieber, nicht? Oder auf ein Achtel. Auf ein Magnum gedacht. Auf ein Magnum gedacht. Franz M. hat ja heute, nicht der Bohrmagnum. Der Bohrmagnum heute schon spendiert, ich danke dir nochmal. Und danke dir, Ulrich, auch nochmal dafür seine Hand. Und wie gesagt, hat es entweder über PayPal oder Überweisung. Einfach, stellt euch vor, das Kerl geht rund für die Musi, schmeißt es rein. Hat 22 Uhr muss er leise drehen. Der Ikichi diese Bubbles. Na geh. Geht schon wieder. So, pass auf, die Infos habt ihr aber in der Videobeschreibung auch, das heißt, kann ich mir auch dran. Nochmal sicherheitshalber da weiter, jawohl, 3.12. Exklusiv, Freunde, exklusiv für die Pavlatschingers. Und wie der Weltgeschichte, der Spitzgerd hat echt traumhaft bleibende Geschichten auf Lager über Otterging, über Wien sozusagen, wirklich sehr leibend. Wieder. Und der Zahner schon, na warte mal, da muss ich wieder da dran. Das ist immer schwierig. Geh fix, bei mir ist überhaupt alles dran da, ich weiß Wieso denn? nicht, was da los ist. Na, bei dir alles hin. Funktioniert schon wieder, geht schon wieder. Pass auf. Und der Christoph Acker, der Acker? Der jetzt schon zum 3. Mal. Warte, der Zahner hat was. Den Taschlermarsch hätte er gern. Den Taschlermarsch. Den von Patrick, den Komponierten. Darf ich den nächste Woche machen? Nein, das hat er jetzt gewünscht.
Klaus ist eben nicht best, du spielst auch nicht zu jeder Zeit alles, weißt? Wir kennen uns ja. Ich spiele schon zu jeder Zeit alles. Ich spiele halt nicht immer gut. Ne? Ja, eben. Das ist halt das andere. Ein zu schönes Stück. Der Tatel ist im Wohnzimmer. Aber ganz, ganz groß versprochen, nächstes Mal zur Eröffnung spielen wir beim Taschler. Ja, das ist Als zweite Nummer. Kundenbindung. Als zweite Nummer spielen wir nächstes Mal im Taschler. Ja, das ist Kundenbindung 2.0. Ja, ganz, ganz fest versprochen. Sagt einfach, ja, das Lied spielen wir da beim nächsten Mal. Ja, und das ist geschickt. Der Mal, also ich wollte eher eine anschneiden die ganze Zeit. Doch durchaus ein schwierigeres Stück, nicht? Ich schreibe immer so blöd, das ist nicht immer selber das Spiel oft, nicht? Aber es macht nichts. Das muss man kennen, weißt du, Androsch, Puppe geht natürlich eher wieder mit dem Körper, heute habe ich gewonnen. Überweisung geht raus, Toni Androsch. Ich danke dir narrisch. Na gut, pass auf. Also das ist versprochen. Das ist versprochen, ja. Und alle Buffalo Cheese, die ums gehen. Ja, also, und kannst du noch einen wünschen? Noch einen zweiten, vielleicht spielen wir da das. Zahnl, das kannst du mir ans Aussehen. Die steirische, den werden wir auch noch, auf jeden Fall. Der Christoph agiert, der Ackerl ist die ganze Zeit. Ja, Spaziergang ist auch schon. Was soll jetzt? Ich freue mich drauf, sagt der Zahner. Der Klaus sagt, ich freue mich drauf. Ich mir auch. Mir ist recht, dass wir es nicht gleich spielen, weil. Warum? Ich kann es ja auch nicht. Aber ich hätte mich schon irgendwie zugetraut. Sagst du das? Wir sind für den Thomas Faber noch schuldig, Horst Mähler. Machen wir ein Medley? Partie, unbedingt. Da hätte ich auch. Da brennt die auch, da ist es irgendwie. Du hast glaube ich ein Ost drinnen. Ja, das ist ein Baum, was ich da drin habe. Allein mit der Chick kann ich einen Winter lang unterharzen. Eine der echten Chicks, ne? Ja, das ist. Was wollt ihr sagen? Erzähl. Ein Lied muss unbedingt der beste Kegelpartie. Also die müssen wir unbedingt machen. Das hätte ich mir wünschen. Nein, du auch. Dann Horst Mähler Potpourri. Ja, wir fangen an mit der Kegelpartie. Kegelpartie, ja. Die taugt mir auch. Das sind wirklich so Kindheitserinnerungen. Nicht, dass ich das oft gemacht hätte, aber waren dann richtig. Ich hab's also überhaupt nicht gemacht. Der Spaziergang macht noch Bier auf. Bravo Spaziergang. Bravo Spaziergang. Ja, da trinkt er drauf. Du hast schon eins Fußball, gell? Wieso, ich bin hinten auch. Was heißt, ich bin ins Fußball? Gib die eingeschenkt mir nicht früher. Tja. Ja, und du siehst wo ich bin. Ich habe noch nichts getrunken davon. Tja. Und da werden wir schauen, wie es beim nächsten Mal ist. Das schauen wir an. Welche schöne Schwebung. Furchtbar. Machen wir. Viertel im Monat hat es ja auch Zeit gebraucht. Ja eben, aber es ist gekommen. Aber ja, der Taschlerseite ist schon etwas schwierig. Gebe ich zu. Kegelpartie, ne? Kegelpartie. Klassisch wie früher beim Schmiedhandel, wie wir noch gespielt haben vor 20 Jahren. Schicke Aschenbecher. Die gingen heutzutage aus, nicht? Damals sind nicht ausgegangen. Du hast immer so die Aschen drinnen liegen gehabt, den Aschenkegel so lang und den Filter. Eine Weltklasse. Der Luxo, die hat sicher ein Backel bei uns am Tisch nur verflossen. War nur für den Finanzminister. So, was machen wir dann weiter, wenn wir sehen? Wir hören auf in D und werden dann in C weitermachen. C gehen wir vergessen. Wie wir kleine Kinder waren, haben angestellt allerlei. Da war für mich die größte Freude, ein Haus zur Leiterei. Der Hausmeister ist außergrenzt erwischt, hat er mich nie. Ich hab ihm lange Nosen gezeigt, vom Haustor vis-à-vis. Ein Kleckerlpartie war das Höchste für mich. Leider kennst so eine Freude nur als Kleiner. Eine Kleckerlpartie, die was leid, der war ich. Nur wenn's groß
das alles dein. Und habe manches Mal so meine Schild verkriegt, das war mir die gerade wert. Das war mir die gerade wert. Und hat die Frau Mama mir öfters auch nicht zischt. So war das nie. Der Hausmeister, weil der hat mich nicht erwischt bei meiner Kleckerlpartie. Der was leid, der war ich. Nur wenn's groß bist, ist alles dein. So meine Schild verkriegt, das war mir die gerade wert. Das war mir die gerade wert. Und hat die Frau Mama mir öfters auch nicht zischt. So war das nie. Der Hausmeister, weil der hat mich nicht erwischt bei meiner Kleckerlpartie. Der was leid, der war ich. Du wenn's groß bist, ist alles dein. Du wenn's groß bist, da ist alles dahin. Mama, gebet dich over. Ich bin's der Boy, der Boy. Wirf mir den Schließlohn over. Hilf mir, das Haus da ist zu. Späti, sie hätt nicht sollen, tun wie es die anderen wollen. Aber das Haus geht, hab ich mich schön lieb. Mama, ich war so blöd, geh, sag's dem Vater nicht, weil mir sonst eine schmied. sag mir so, wie sie Der König, der hohe Schmied und die Gelder so. Für die war ich sowieso, da war ich nur ein depperter Bub. Spur die Tränen, die alten Schienen, die liegen wunderbar. Geh zurück zu deinem Alten, der soll auf dir halten. Ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. Englische Strophe. Na 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 na, 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 na 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 na. Hier's noch. So gern er soll sich sein Geld in die Haare schmieren und die Kleider zu. Für die war ich sowieso, da war ich nur ein depperter Bub. Spur da die Tränen, die angehende Schienen, die liegen wunderbar. Geh zurück zu deinem Alten, der soll auf dir halten. Ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. Wir sind eine Weltpartie, ja, eine Weltpartie. Wir sind die Weltpartie von Wehr. Alle Leute kennen mich, weil ich bin von der Weltpartie von Wehr. Gingen wir auf den Weg, da schenkt er auch die Viertelne, ja so hab's alle gern. Jeder stinkt ein Liedl, aber jeder von uns singen kann jetzt, verstehen sie mich.
Wir sind eine Weltpartie, jojo, eine Weltpartie, sowohl die Damen als auch die Herren. Wir sind eine Weltpartie, jojo, eine Weltpartie, wir sind die Weltpartie von der Welt. Zwei große Buben, die schupfen Kreuzer. Ein kleiner bleibt bei ihnen stehen. Das Milchgeld hat er in sein Handel, spielt mit und ist gleich daheim. So hat es mit dem Bub begonnen und dieser kleine Bub war ich. Ich hab mir's nicht zu Herzen genommen, drum ist er nichts Gescheites geworden außer mir. Das Moment, einer muss immer verlieren. Ja, weil ich mein Leben lang das Moment, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ja, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Jawohl. Wunderbar, herzlich danke. Jawohl. Alle Glaubt ihr, die Chickis ausgegangen? Und die zwei Chickens, das ist ja Wahnsinn. Alle die fertigen Chickens aus den zwei durchbringen. Na wurscht. Egal, also. Ganz egal. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, ich glaube schon, die 8 und von eine hat es. Ich bin ja da hängen geblieben im Chat. Schön so ein Englisch spielen. Schau, die Achteln, habe ich die Ehre, die Achteln fahren. Matthias Mariachen. Was sehe ich da, was sehe ich da? Der Ackerl schickt mir jetzt auch was. Der Wahnsinn, da geht's zu. Was schickt mir der Ackerl? Da wahrscheinlich eine Rüge, wahrscheinlich, nicht? Also Nein, der Ackerl nicht. Nein, geh. Der Ackerl da nicht. Das schickt mir wieder ein Fützl aus, wie die auch passen. Ah, ja, der Ackerl schickt mir da harte Geschichten nicht, die sind nicht für die Öffentlichkeit zu bestimmen. sind nicht jugendfrei wahrscheinlich. Definitiv. Wie ist der ja aus, Patrick? Nein, eigentlich nicht, aber also. Die Achteln fahren. Und Patrick, jetzt müssen wir zu steirisch nochmal, weil jetzt irgendwann. Also, ja, ein teures Instrument für. Ja. Nur dass da steht eigentlich. Ne? Was hat er nicht? Das ist schon eine alte Dame, 20 Jahre alt. Das ist Jetzt laufe ich noch wieder, da spielen wir mit der Gitarre. Jetzt mal Gitarre. jetzt einmal Gitarre, oder? Ja. Der Leihwand. Der Rudi Korbes Madel hat mich oft und oft. Aber mich der Herrgott fragt, ne? Ja, das ist ja das Das geht jetzt ja nicht mit der Steirischen. Das ist ja alles verzögert. Ne? Ja, pass auf, ich rauche mir noch eine von dir an, schau mir das an, wie doch. Das muss ja gehen, die muss ich aufhören. Jetzt Die hören ja alle auf. pass auf, das ist das letzte Backel, was ich habe. Da muss man wunzeln. Weißt du? Ui, ui. Ich habe gewusst, dass wir so einen Verbrauch haben heute. Weißt du? Das ist ja wie vor 20 Jahren fast. Weißt du? Jeder 4 Backel Gin eingesteckt. Ja, es war aber immer so. Aber Internet, nein, bei mir, also Nein, es läuft doch bei gibt's keine mir. Es Angaben. läuft doch da. AG Gasig, das ist Das ist scheinbar immer auch gut, bei, ja. den anderen. Schau, 14 Verni 44 oder 1,4. Was? Verni 44. Ein harter Username, aber ich freue mich trotzdem, dass du da bist. Und die 8 Leine hast, danke das schön. 14 Verni 44. Sie welche schon war Blackout? Fragezeichen? Nein, da ist gar nichts. Also, Ah, da ist es. das muss bei euch liegen heute.
Ich meine, das haben wir alles schon gehabt, gell, weißt du? Aber nein, aber ansonsten ist sagen ja. Ich schreibe mehrere jetzt nämlich gerade, aber da von uns geht es raus, weil ich empfange auch hier wunderbar, also ist sicher da. Also, ich schaue nämlich genauso, wie es ihr schaut. Das ist immer die Kontrolle hier sozusagen. Also, ich mache sofort einen Test. Tun ja an das Betterl-Luft, die steirische macht sie sich noch an. Jawohl, klar. Jawohl. Ich mache nur einen Test fertig, einen Test. Ich mache auch, ich tue was das. Wegen einem Upload, nicht? Ja, ich tue da das Netz nochmal testen. Ich hab da. Das funktioniert da. Also. Ich hab da. Ja, es ist nicht massiv. Gut, ja, nein, aber es geht. Oh ja. Müsste eigentlich rennen. Es müsste eigentlich rennen. Okay, ihr seid spitze. 14 wären 44. Danke dir. Das taugt mir. Danke dafür. So, jetzt aber die steirische. Also ganz außer Programm. Kein Wienerlied, jetzt sondern was steirig. Patrick, was spielen wir? Was hören wir? Was wir machen? Klassiker. Was muss ich tun? Nichts spielen. Warte mal, der Michael Unger sagt, schicke den Gitarrenhals. Ja, das Blöde ist, wenn ich den da rein tue, brenne mir die Kontrasaiten an. Das geht nur bei der Kontra nicht. Wo es geht? Wo geht das? Schon. Wo? Unten am Griffbrett unten kannst du das einstecken. Bei der zwischen E-Saaten. Da eine. Da eine, gerade. Da eine. So. Nein, so gerade, dass es aussteht. So, meinst du? So steht ja sicher. Dann geh mich da aus. Warte mal, die halte ja nicht. Fällt ja wieder aus. Du musst einen Abstand suchen, wo es passt. Du musst einen Abstand suchen, das ist der gleiche Abstand, den ich da hier fliege. Nicht ganz. Yes. Also, na, warte mal, da rauf zu geht's. Na, sag ich da ja. Nein, meine Rede, nicht? Ein Räucherstäbchen. Und McDonalds, ja, der Fall. Geht schon, aber der hält das noch, vielleicht brennen wir die an, das war's nicht, ne? Achso, ja. Jo, sind wir sauber, ein Opfer vom Baum, ein Opfer vom Baum, ein Opfer vom Baum. Ja, sind wir sauber, ein Opfer vom Baum, ein Opfer vom Baum. Ja, weil ich noch auf den Zugang ist. Hier das so. Gut. Heute mit Zaun zu geklärt, mit Zaun zu geklärt, mit Zaun zu geklärt. Oh, ist mir heute mit Zaun zu geklärt, mit Zaun zu geklärt. Ja, bei der Nacht Finale mit Zaun. Wenn du das so vergisst, die hört auch nicht auf zum Drehen.
Hast du schon runtergehst? Ja, Gibt es reinigt den Teppich? Das ist ja die chemisch reinste Element, ist ja die Asche. Gell? Bindet Fette und so weiter, die im Teppich sein könnten. Alles, was ich jetzt zeigen kann, ist beim Sagen, dass die Stelle, wo ich die Aschen raussage, die sauberste Stelle ist vom Teppich. Sauberste Stelle ist, ja. Das ist ein echter Perser. Das ist ein echter, ja. Das ist der. Natürlich, ja. Entschuldige, ich bin Heiligenmusiker. Wenn ich keine echten Perser in der Handlung habe, dann weiß ich. Das ist der vom Herbert, gell? Dann ist er ein echter. Ja. Du fragst mich Sachen, wo ich den her habe. Was war's denn? Ist das meiner? Na klar ist das der vom Herbert. Wird schon sein, kann schon sein. Ich weiß es nicht. Herbert ich weiß es wirklich nicht mehr. Der liegt hier. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Christopher da, hey Klaus, redet ja gar nicht. Ich kann doch manchmal schweigen. Aha, der Inchik hat sich der Babels und auch refreshen müssen, ja. Schau, der Ulrich sagt was Liebes. Ihr zwei seid mir noch die liebsten Deppen von allen, da fühle ich mich daheim. Jawohl, bravo. Wir sind nicht mehr die größten Deppen. Und der Fritzl-Status bestätigt. Yes. Super. 14 werden. Also ist ein Doppel-V, nicht? 14 VV, Ernie, 14 VV, Ernie, 44. Siehst du auch schon schlecht? Ja, stellenweise schon. Ich sieh's nein, ich hab schon, nein, ich hab schon, die Altersweiß kommt schon bei mir. Ja, ich muss immer, also am Handy muss ich wirklich das, alles mache ich nur geheim, nicht, dass die Leute glauben, ich bin wieder Patrick. Nur der Computer sicher ganz schlecht. Die andere Brille nutzt bei ihr nichts, das ist das Problem. So, was haben wir noch? Ich habe Michael Nirvarani auf dem Fußboden. Der persische Teppichhändler. Ja, aber das ist nicht so, da sind wir nicht so. Du, Patrick, wenn du jetzt nachschauen kannst, könntest du nämlich einen Aschenbecher ausleihen. Das habe ich vor, ja, mache ich. Das schaut ja auch furchtbar aus da. Ne? Eben drum, nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Das wollen wir wirklich nicht. Das haben wir gesagt, ich glaube, wir haben. Und ich habe den Aschenbecher nicht mit reingeschossen. Das ist ja gut. Den habe ich gemacht, den Aschenbecher. Aus Keramik. Den habe ich gemacht. Schon länger her. Wann habe ich den gemacht? Weiß ich nicht. Das wird schon 6 Jahre her sein, ne? 7 Jahre? Kann schon leicht sein. Ich habe von dir zu meinem 40. Geburtstag vor 5 Jahren Richtig? Habe ich eine wunderbare Obstschüssel bekommen, Ja, die immer noch so groß, wirklich war aus Ton gemacht. Aber das ist gelungen. Ja, danke. Ja, ist absolut, danke noch immer dafür. Ja. Ja, gern, ja. Hast du Obst da drin auch? Ja, freilich. Obst da drin? Da liegen Zitronen, Äpfel, Birnen und Ingwer. Noch immer? Von Geburtstag? Nein, nicht von damals. Die Leute glauben ja erst. Was denn? Das heißt Ferne auf Deutsch. Werner! Ich verstehe. 14 Verne, ich verstehe. Der 14 Verne 44. So muss man das sagen. Da kenne ich mich aus. Alles klar, Verne. Leider, dass du dabei bist. Danke. Eigentlich hast du gerade die 8 Leine. Sind wir jetzt noch was offen? Ja, Na was? Nix. Du bist angestrengt, ne? Schon. Was haben wir noch in der Bouteille, in der doppelten, dreifachen? Ja, nur doppelt, mehr ist so gar nicht. Mehr ist das nicht. Das sind 2 Bouteillen, leicht, aber ich will einen kleinen Schluck nehmen. Aber schon viel mehr getrunken in unserem Leben. An einer Abend. Entschuldigung, ich wollte mit dir anstoßen, aber jetzt habe ich ausgetrunken, so ist mir das immer gelungen. Ich müsste mir so nachschenken, dass ich mit dir anschließen kann. Schenke ich noch. Tut mir leid. Das habe ich jetzt, das war jetzt. Jetzt machen wir. Oh ja, danke schön. Jawohl. Ui. Na gut, Waren wir da schon, gell? War wieder schön. Bist du nicht eingekühlt? Sind du eine Hand da? Was eine? Ich meine, zahlt es aus oder ist immer ein Achtel drin? Ja, das ist schon lustig. Nein, nicht. Spiel weiter. Ich steige gleich ein. Der Kohl ist da nicht mehr drin. So, andere Nummer, andere Ton, andere Nummer, alles anders, alles komplett anders.
Ein komplett anderes. Patrick, wenn du Tonarten nicht weißt, musst du mich fragen. Das ist mir neu, ist das auch neu? Nein, das hat mit dem. Aber das ist auch gut. Aber einen an sich wollte ich im Taschel spielen. Okay, ja. Also, das war die Idee. Wo war der Schlussakkord? G, a G. Ja, G von dannen. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häusern darin und neben der Kirchen ums Eck. Da liegt die Buschenschank, Taschler. versteckt. Kleine Hinterkirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heringer ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten Nächten, Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Hamur und viel Glückling drin. In der Buschenschank, Taschler am Rande von Wien. Jawohl. Gibst du einen Anschlag bitte, jawohl. Kirchen von Kohlenberger Dorf, ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit. Skyline von Wien, du lebst in mir drin, es kann kommen wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut, du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin
Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Kein Souvenir, Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Wenn ich Kind die fliehen und da die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich fordert, recht tief, so schreibe die heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätte, ohne End, für die war ich jemand, den man nicht kennt. Mein Schmäh, ja, der ist für die viel zu tief und drum schreibe ich dir wieder einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich wisset, was du fühlst und ich nicht merk, dass du mich willst,
hab ich mein Schmäh vergraben ganz tief. Ja, so schreibst du mir heute ein Brief. So kommt dann dein Lieb, so kommt dann dein Lieb zu mir. So kommt dann dein Lieb zu mir. Als blaue Tinten auf Papier, auf Papier, bis ich dich spiel. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Regen dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort mein Höge in meinem Weingarten am Biesenberg. Dreht wird noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Noch an Regen sich die Wolken erst verzogen, dann sich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, die Fleckerliert es mir allein nicht kehrt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste, der Rebfellerwein. Wie siehst du den Reis an? Weingarten am Biesenberg. Bin dort gern, wenn mich kein Mensch dort steht. Dort schaut ich was ganz nebenbei, das allerbeste Trepfelwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepfelwein. Ein Medley der Eigenkomposition. Danke euch, die Achteln fallen rein. Weltklasse. Weltklasse. Die Achtel von ein. Was war das? Das war das warst du. Das war ich dumm. Ich war nur dumm. Die Achtel von einem, wollte ich gerade sagen. Mit der vorigen Nummer hast du mich ein bisschen überrascht, aber es geht schon. Ja, ich bin ein Überraschungs. Passt schon. Zum Wohle auf die Lise. Auf die Lise, jawohl. Ja, was da kommen die Gedanken. Ja, das geht dazu. Bevor ja zu viel aber entsteht, dann legt den Ofen nach. Leg noch. Willst du nichts essen? Nein, jetzt nicht. Das kannst du nicht. Immer will er was reinfressen, aber jetzt, wo ich Hunger hätte, nicht. Ganz aus seiner Säure muss ich, sehen Sie, Buben, wer will. Ich ditsche diese Bubbles, ich danke vielmals Franz. Die Achtel, ja, die Achtel von einem. Du, bei mir ist es mich gestanden vorher. Bei dir oder was? Ja, ich habe ja keine Kommentare gesehen. Ja, der Raffi schlägt sich auch schon auf die Seiten. Ich sehe, was der Bus. Ich muss es nachschauen. Wahnsinn, da gibt es. Da wäre wichtig. Jawohl. Der Mikey. Russland, ja, was habe ich jetzt gemacht? Nein.
Hänseln. Da bin ich auch gekommen. Erst, der Ikichi, diese Bubbles, bald hätte ich jetzt rausgehauen. Bald hätte ich die blockiert, bin da angekommen. Aber zur rechten Zeit habe ich das sofort unterbunden. Boah, wieder vor, nicht? Hau die raus, du weißt gar nicht warum. Der Patrick, da wäre Brot, gell? Ohne Sauerteig. Ohne Kern, meinst du? Nicht ohne. Ja, also ohne Hefe. Meine, ohne Hefe. Ohne Germ. Ist ja kein Kropfen, nicht? Also nur Sauerteig, aber ohne Hefe. Ein reines Roggenbrot. Das Auflegen ist ja bemüht. Ja, nichts auflegen, das reißt raus und legst auf den. Das ist ein Beinschinken. Gut, gell, ist gut. Ja, ich sehe. Schau, der Markus Pistonik hat einen Sonderapplaus für den Patrick, also ein Späne gehabt. Danke euch, ich bin gerade beschäftigt im Hintergrund. Ja, der riecht gut. Jawohl. Spazieren sagt das Wappen von St. Berger, da ist der heilige Georg. Jawohl. Das ist ein Brot ohne Sauerteig. Das Brot ohne Sauerteig. Klaus ist halt was. Der Michael Unger ist auf meiner Seite. Ein Mädel der Extraklasse, du mir angehst. Danke vielmals. Hammer Weltleibend, Markus Bessonig, danke schön. Ja, das war jetzt ein Spontanmittel. Es ist eigentlich in Wahrheit ja immer das Gleiche, aber es sind nicht, im besten Fall sind es ja Hits, ne? Wo man sagt, das ist leibend, das hört man gern mitgefreut, dass man sich das gerne, ich spiele es gern. Daher haben wir das, weil der Party, ich rauche mir eine Party nicht mehr von dir, ne, ja? Aber lange, aber die geht nicht aus. Ich komme dann auf dich zurück, ja? Ja. Ich werde schon schauen, dass nicht dass nicht mit Sauerstoff überdotiert Du wirst nur wutzeln. Du Patrick, ich fertig auch gekauft für dich. Bin ja schon erprobt. So. Ja. Patrick schneidet auf. Ich meine, wie gesagt, Zuschauerzahlen gehen nach unten, aber es ist ja keine Frage der Quantität, sondern Qualität sozusagen. Und ein bisschen bleiben wir schon noch. Es ist 3:11, das heißt, wir arbeiten uns schon Richtung Schluss hin, aber auf der anderen Seite, wir sitzen ja gemütlich beieinander, Patrick hat gerade nachgelegt, Eckharzt, und hat gerade das Bredel aufrichten. Willst du Butter auch, Patrick? Ich nicht, aber du, gell? Nein, ich brauche keinen, nein, entspann dich. Nein. Ich wollte nur so tun, als ob ich da ist der Gurkel wohl? Gurkel. Schaut sich das an. Brillhausen Deluxe. Na, schaut sich das an. Kein Gurkel, kein Pfefferoni, nichts, was irgendwie ablenkt. Eine reine Fleischplatte. Jawohl. Ja, ein Hauer gegen das Mikrofon. Kann nicht auf alles dass schauen. wir nicht einen Tinnitus kriegen auf 3000 Jahre. Hoffentlich hat keiner einen Kopf herauf. Ja, das kann man hoffen. Auf jeden Fall, was haben wir da vom Bührer aus Kirchschlag? Ein hiesiger Fleischhauer, der selber schlagt alles. Wo auch der Mavihof noch schlagen lässt, schlachten lässt. Weil Mavihof ist ja in großen Schritten, nähern sie sich dem der Vollendung des Schlachtraums. Sie sind wirklich schon weit und wird schon was. Also wir haben da aber vom Bührer, der wie gleich guter Fleischer ist. Ein Fricanton habe ich da. Das da? Was ist das? Das andere ist ein Beinschinken. Ganz frisch Beinschinken. Und das andere ist eine Kaswurst. Die Kaswurst. Ausgezeichnet, ja. Eines möchte ich nur anmerken, es ist nur so schade. Ja. Die haben eine der besten Zungenwurst, die ich kenne. Aber wenn sie es haben. Sie haben es nicht oft. Also ich aber die Qualität wirklich versucht, es zu bekommen. Die Qualität ist einfach ausgezeichnet. Wirklich gut. Ja, das ist wirklich gut. Aber es war sowohl Zungenwurst als auch Zungen aus. Mein Großvater hat immer gesagt, der Zungen is ich nicht. Ich is nichts, was ein Viech im Mehl gehabt hat. Da is ich lieber Eier. Na gut. Gleich Finkelhaus, ich weiß schon so ein Wirbel. Ja, ich greife weg. Der Michael Unger macht das. Schau, die Brokkoli kommen rein. Wir wollen uns ein Brokkoli. Franz Heim, Brokkoli, Spaziergang, klar, Dauer. Die Mäge, alle haben seine. Die Brokkoli. Der Gren fehlt noch so ein Spaziergang. Nein, das ist eine reine vegane Fleischplatte, wo es ein Brot dazu gibt. Das reicht an Gemüse. Wohlgemerktes Brot ohne Hefe. Richtig. So ist es gesagt. Ja, das ist ja richtig gesagt. Aber das war ja. Auf Wienerisch sagt man gern. Ein Semmel mit Beinschinken habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Das ist auch was gut. Kann aber natürlich sehr trocken sein.
Kann aber auch sehr gut sein, wenn es unter anderem vom Dumm ist. Nicht? Also ja, es muss schon viel Fetten drin sein. Ich sage immer so, ein Semmel muss immer so sein, dass eigentlich ja nur den Sinn hat, dass du die Finger nicht fettig machst. Das ist der Sinn vom Semmel. Ja. In Wahrheit. Wir sind ja beide Low Carb Esser eigentlich. Nicht? Also das Brot ist eigentlich nur. Ja, nicht? Der Spaziergang, jawohl, kommt auf die Eier an. Jawohl, bravo Spaziergang. Für das kriegst du ein Faust hoch. Was soll ich tun? Ja, puristische Männerjause. Ohne Butter, Käse, Gurkel, Paprika, Gränen oder sonstigen Schnitt. Na, Käse hätte ich noch. Ist der Käse? Nein, wenn man die Käsewurst, das ist der Käse schon Das ist ja Käse, ja. Also, normalerweise bin ich ein großer Käsefan. Nicht? Ja, nein, ich hätte einen Nein, das ist nicht notwendig. Wenn er nicht will, Das werden wir mal zum Frühstück brauchen vielleicht. zum Frühstück kriegst du gar nichts, dann schleichst du heim. Was sind wir denn? Ja, ich muss zur EVN morgen. Schon seit einer Woche. Ist eigentlich ein Wahnsinn. Aber du, wir sind entspannt, wir haben jetzt 2 Lockdowns hinter uns. Das ist ja wurscht. Da packen wir das auch noch. Die Nachzahlungen. Nein, nicht Nachzahlungen, was? Neueinstufen. Ja. Es ist alles gleich im Haushalt geblieben, nur dass meine liebe Frau leider verstorben ist, nicht? Und ich das nicht übernehmen kann, den alten Vertrag, sondern einen neuen bekomme. Und soll jetzt gleich mal in die 6-fache, bin ich eingestuft von dem, was man bis jetzt hat. Tatsächlich, das also ich war dabei. Ich war dabei. Ich habe den Brief bekommen von der EVN, wir haben sofort fotografiert und in die Klasse geschickt. Und mit dem Zusatzsatz von mir sind die deppert. Ist normal nicht meine Ausdrucksweise, aber in dem Moment habe ich mir gedacht, also, das kann es ja nicht sein. Ne? Ich werde jetzt weniger brauchen eigentlich, nicht? Also, Hälfte Geschirrspüler, Hälfte Waschmaschine. Ja. Am Abend ist jetzt auch keiner daheim, wenn ich spüle. Ja, ne? Auf jeden Fall, bisherige Zahlung war? Im Quartal so ca. 550 €. Neue Vorschreibung? 2.400 €. 2.449. Die sind wirklich deppert. Das ist so unglaublich. So unglaublich. Also, ja. Also, ich lache in der Zwischenzeit drüber, weil das. Jetzt kommen mir die Tränen. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Aber nein, aber der Punkt ist der, du kannst ja da entspannt sein, weil wir verdienen ja gut. Super. Also. Und das ist. Ich habe die letzten 2 Jahre sparen können, also nach Zeiten haben können, jede Menge. Alles, was du die letzten 2 Jahre auf die hohe Kante gelegen hast, nicht? Weil da ist ja, Entschuldigung, du hast eine staatliche Förderung gekriegt. Und vergiss bitte nicht die 500 € Klimabonus der Regierung. Ja, ein Trauerspiel, ne? Wir werden das schon packen. Wir werden schon packen. Energiemafia spazieren, ja. Du kannst gar nichts mehr sagen. Nein, kannst nichts sagen, ne? Das ist. Was habe ich? Ich habe keinen Strom mehr. Wieso habe ich keinen Strom mehr? So am Handy! Wo ist das Handykabel? Ich brauche das Handykabel. Ach so, weil das ja da mithängt. Na warte mal, da kann ich aber kurzfristig. So. Na warte mal. Da kann ich jetzt kurzfristig sagen, die gute Außen. Schau euch das an. Frikando, Patrick, du musst die sagen. Damit du siehst, Patrick. Frikando. Jawohl. Musst die sagen? Frikando. Jawohl. Ehrlich. Beinschinken. Beinschinken ist da. Yes. Käsewurst. Selber gemacht, vom Vampire. Der Fleischhocker, der noch selber Wurst auch macht. Also, Ja. der schlachtet selber und macht auch die Wurst draus selber. Jawohl. Warte, schaut die da um. Der hat eine wunderbare Knackwurst da. Also. Was siehst du mit dem übrigens, mit dem Kind, ja, das Weinetikett oft herzahlen? Gescheiter. Jetzt kriegt er einen Strom wieder. Hat sich aufgeregt, weil er keinen Strom kriegt. Geht schon wieder. Geht schon wieder. Ja. Ah. Jetzt ist endlich was ist, ja. So viel geht. Josef Dattl ist ein Wahnsinn. Mir ist gestern die Waschmaschine eingegangen, da in der Klasse. Auf einmal ist der Hauptschalter geflogen, die Hauptsicherung. Gestunken hat es. Da haben wir gedacht, ich glaube, die ist abbrennt. Da bin ich heute schon eine Waschmaschine gefahren können. Da bin ich gleich runtergefahren, Kirchschlag. Eine zum Bauecker. Vulgarett, zack. Wobei, das ist ja wirklich muss ich sagen, ein Markenname, der mir taugt. Redzack. Das taugt mir voll.
Bis der eine hat gesagt, erst müsst die Waschmaschine eingegangen. Ich brauche eine neue. Ich brauche eine neue. Die war schon 30 Jahre alt. Ja. 25 sicher. 25, also umgeschaut er, wahrscheinlich 30, ja. Kannst du nicht glauben. Das Ausgang jetzt, ne? Das gibt's ja nicht. Das ist ja unpackbar. In der Not schmeckt die Wegewurst auch ohne Brot? Nein, in der Not frisst man immer noch Fliegen. Das ist ja Wahnsinn. Eine Wegewurst. Entweder ernähre ich mich vegetarisch oder ist er Wurst. Weißt, es ist beides möglich. Kein Problem. Die Wurst ist mir generell lieber. Aber eine Wegewurst. Nein, sowas. Ich meine, ich glaube schon, dass es gut schmeckt. Ja, vegetarisch. Vegetarisch gelebt. Aber da habe ich keine Wurst gegessen. Nein, eh nicht. Also auch keine Wegewurst. Und wir sind beide nicht verhungert. Nein, aber nicht bei dir war. Ich habe das ausprobiert, vegetarisch, ich habe gesagt, ja, das geht. Also vegan geht auch natürlich zum Überleben, aber was ist das für ein Leben? Ich bin ein Genussmensch, aber vegetarisch geht grundsätzlich schon, aber auch nur was. Aber wie auch immer, das ist ja wurscht. Aber ich habe in 2 Jahren Vegetarier habe ich keine Wurst oder wie heißt das was? So ein Steak, gut, muss man auch sagen, war natürlich auch, ist eine Zeit her. Ist eine Zeit her, das ist alles noch gar nicht auch so gegeben. Muss man auch ehrlich sagen. Vielleicht hätte ich das dann probiert, so eine Wegewurst. Das hat es ja damals nicht gegeben. Und wenn irgendwo speziell, und das hat so ausgesehen, nein, da haben wir doch nicht. Sag ich, nein, wenn ich Vegetarier bin, dann ist ja ein Käse und ein Kaiserschmarrn, Germknödeln, Rührenknödeln. Ne? Beim Kiloweis Käse. Jetzt ist auch Käseplatten, ja, jeden Tag ein Käseplatten. Da sind wir zum Käsekondisseur geworden. Ja, was heißt? Ja, und so viel Süßspeisen habe ich mein ganzes Leben noch nicht gegessen. Also gesund war das nicht, die 2 Jahre Vegetarier, das kann ich auch sagen. Kein Fleisch gegessen, aber ein Wahnsinn. Aber der Beinschinken wird schon. Der Beinschinken, der Frikanto nehmen wir mal. Ja, aber. Und da das. Das ist halt schon ein Fleischschocker. Ja, ich meine. Ja, Bier ist es nicht. Boah, Entschuldigung, sonst dass wir das was ein. Dafür überziehen wir. In der Not gibt es keine Wegewurst. Ganz genau, Lord da. Der Josef Stadler geht schlafen. Oder die Boden, das wissen wir nicht. Jedenfalls, Josef. Angenehmes Flohbeißen, wie mein Großvater gesagt hat. Gute Nacht. Ja. Schlaf gut. Endlich essen wir was. Ne? Endlich essen wir was. Bis deppert, ich bin schon rausgekommen und der hat keinen Hunger gekriegt. Du. Aber, na, das werden wir schon machen, gell? Also, du. Was? Ich will zahlen, meine. Was für Zahlen? Ich will zahlen. Ja, da deine Vorschreibung. Also. Naja, was der Punkt ist der. Nein, das wird noch nichts. Ich kann dir nicht viel helfen. Die haben mich ja eingestuft aufs Doppelte. Ne? Ja. Das stimmt Das ja ist ja was nicht. deppert. Das ist ein Wege deppert. Vom Verbrauch her auch. Unglaublich. Wenn du die Rechnungen, die Jahresabrechnung der letzten 4 Jahre vorlegen, also so, das machen wir weiter so. Nicht? Ja. Das sind ja alle wirklich wahnsinnig. Kostet immer nur das 3-fache, aber nicht das 5-6-fache. Aber es ist nicht klar, weil ich sage, das gibt es ja nicht. Da gibt es ja viele Gastronomen, nicht? Die sagen, das gibt es nicht, ich zahle 6-fache, ich muss zumachen. Und dann haben viele gesagt, nein, das gibt es ja nicht. Der Strompreis hat sich verdoppelt am Markt. Na gut, Strom-Gaspreis hat sich verdoppelt. Und warum die Energiekonzerne so viel Gewinn machen, liegt jetzt klar daran, weil wenn sich der Preis am Markt verdoppelt hat und der Endkundenpreis versechsfacht, also da brauche ich jetzt wirklich nicht studiert sein oder was. Da reicht einfache Mathematik. Wo geht das Geld hin? Na, ich will es gar nicht sagen. So werden wir gesperrt auch noch. Krameknädel vom Kellergewölb. Der hat zugemacht, alle Straßen 12. Wieso wie vom Schober Thomas, ja? Ja. Der hat zugemacht. Der hat zugesperrt. Der hat zugemacht. Der war noch offen letztens. Weil das Schwein mit offen. Der hätte noch mal spielen sollen. Ja. Vorher, im Jahresschnee. Da habe ich da ganz nicht aufgemacht gehabt. Und da haben wir einen Termin ausgemacht, alles. Nicht?
Sind hingekommen, aber die einzigen da waren der Chef und wir zwei. Da habe ich gesagt, du Chef, wir spielen jetzt nichts vor. Was machst du gut, das passt schon, ist auch nicht besser und gar nichts. Wir trinken noch 8 lang und gehen wir heim. Also das sind am Heiligen gegangen. Aber schade, dass er zugemacht hat. Aber der war legendär auch, ja. Ja. Weil der Alex Hauser hat schon das Brokkoli-Lied urgiert. Das müssen wir jetzt bringen. Ja, Maggie, das war ein lässiger Hit. Ich meine, das war eigentlich fast so ein bisschen so ein Insider-Hit. Also das war so ein Kölner Lokal, da sind sicher nicht viele reingegangen. Ja, so. Eigentlich ein gelernter Goldschmied. Aber da ist man nicht einfach, das war so ein Kölner, da hat man nicht gewusst, ist das auch. Und ein Schrems ein Bier, schreibt er speziell. Jawohl. Ja, genau. Ich bin dort öfters reingegangen, weil ich beim Zahnarzt war. Vis-à-vis, quasi. Quasi vis-à-vis, ja, bei Zahnarzt. Da habe ich nichts essen dürfen, aber trinken ist schon gegangen. So ein Professorium, wo ich reingekommen bin. Ja, aber trinken geht schon. Trinken geht. Das Grusel vom Schweinsboden noch nicht, aber. Einst hat mir meine Mutter gesagt, Bub an die, der Hunger blockt, du nicht naschen, ist was Gescheites, schau, Gemüse hat sein Reiz. Vitamine sind gesund und du wirst nicht kugelrund. Ich war früher reif in mein Leben und hab ihre Antwort gegeben. Ich brauch keine Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf dich. Bleibst daheim mit den Exoten, ich will ein Kümmelbrot. Geschmackig, fettig, knusprig und hoffentlich nicht zu gesund. Dann hab ich auch keine Version gegen eine zweite Portion. Bitte reißen Sie das jetzt. Ruhig außer in Schweinsbratensaft. Jetzt ein bisschen Tofu-Würze. Ich brauch keine Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf dich. Bleibst daheim mit den Exoten, ich will ein Kümmelbrot. Geschmackig, fettig, knusprig und hoffentlich nicht zu gesund. Dann hab ich aber keine Version gegen eine zweite Portion. Gegen eine zweite Portion. Gegen eine dritte Portion. Gegen eine vierte Portion. Haben wir die ganze Reihe hier. Ich brauch keine Brokkoli. Um Himmels Willen, bitte keine Brokkoli. Lieber Mama, ein Schweinsbrot. Mit einer großen und mit einem Saft, einem Knädel, Sauerkraut und Semmeln. Ein guter Knädel, so Semmelknädel. Weltklasse. Aber nur keine Brokkoli. Bitte keine Brokkoli. Nur lass nur keine Brokkoli. Und ein Gesöchts. Ein Gesöchts. So wie Gustav ein Gesöchts. Rindfleisch gekocht mit Semmelknädel. Ja, das ist auch nicht schlecht. Notnudeln als Dessert. Das Menschenrester. Ja. Nur das nur keine Brokkoli. Oh, das nur keine Brokkoli. Bitte keine Brokkoli.
Fade Out Deluxe. Jawohl. Fade Out Deluxe. Franz M. steigt aus. Wir müssen in den nächsten beiden Tagen die restliche Woche gut machen, weil am Donnerstag sind wir in Bodersdorf. Richtig. Viel Spaß in Bodersdorf. Ja. Respektive Burbach. Nicht? Ich meine, ich weiß ja schon Bescheid. Ja. Das sind schon Details, die man wissen muss. Die ich nicht weiß, mit Burbach weiß ich nicht. Ja, Max Stiegel. Der war ja noch länger am Freitag, nicht? Also, ich habe mich ja verabschiedet. Aber das passt so pokuliert natürlich. Dass man dann beim Max Stiegel in Burbach. Aber natürlich eigene Geschichte, ich freue mich drauf, wenn es mir erzählt, wie es war. In diesem Sinne, danke vielmals, Franz M., Isabella, dickes Puzzle. Danke nochmal für eine großzügige, charmantes Überweisung. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Wird dich gut. Jetzt haben wir noch kleine Kieswursteine. Blunzenkressel, tun ja anders. Hör auf, das ist auch eine gute Idee. Die Dunja ist auch noch da, die wollte schon schlafen gehen. Das gefällt mir aber. Ja, da hat die Michi jetzt niedergelegt. Die Michi hat es niedergelegt, glaube ich. Mit dem Auflegen haben sie es nicht so, gell, beim Fleischhocker, aber. Ja, was willst du auflegen? Geht ja nur Platz weg. Jetzt sollte das alles liegen. Wo willst du es hinlegen? So, hast du es aus Bredel, danke. Und die Menge Boggersdorf kennt ihr. Und die Käsewurst ist noch so schön planiert. So, ja. Drauf hat. Ja, wichtig. Aber köstlich. Ja. Das Ackerl hat jetzt einen Gustav von Apfel. Ja, dann Lisa, ne? Das ist. Die Menge kennt Bodersdorf nicht, das ist am Neusiedler See. Ja. Bodersdorf halt. So wie Neusiedl am See, nur auf der Stückel weiter. Den Neusiedler See entlang, das ist dann Bodersdorf. Also in Österreich, nicht in Ungarn. Auf der österreichischen Seite noch. Ja, ja, und das ist nahe Burbach. Und Burbach, ich kenne es deswegen, weil mein Bruder dort sein Segelschiff lang liegen gehabt hat. Oder hat es noch immer. Blödsinn, der hat das noch immer durch. Hat es noch? Ja, freilich. Ich glaube, der hat es verkauft oder so. Nein. Wohnmobil hat er verkauft, das Segelschiff oder noch. Ich kenne Burbach von einer ganz anderen Seite nicht. Da war mein ehemaliger Harmonikerbauer, war dort jahrzehntelang Organist am Wochenende. In der Stadtpfarrkirche Burbach. Burbach. Du, wir haben schon gespielt in Bart Burbach. und Rudi. Ja. Ja. Wir haben schon gespielt in Burbach. Mit Burbach noch? Ja, dort nach dem Platz beim Geburtstag. Beim Rudi. Schimpfer. War das nicht? Nein. Schimpfer Rudi? Da war ein Budenland. Nein, es waren Leute, die wir nicht kennen. Also, Das war andere. Leute. Wir haben so viel gespielt die letzten 28 Jahre. Das macht mir verwechselt man schon Dinge dann. Da haben wir schon gespielt. Und da gibt es in das Gut Burbach. Das bekocht der Max Stiegel. Max Stiegel, ja. Der nicht so nicht heißt, sondern es ist eigentlich ein Slowene, also Österreicher, ja, mit slowenischen Wurzeln, aber Und der der so Name ist ausgefallene Sachen kocht. ja, ausgefallen. Er hat Oder sagen wir Sachen, ein auch die Innereien Tier wieder. wird ganz verwertet. Ja, genau. Und mir schaut, wenn ein Tier sterben muss, dass man dann oft viel Weg hat in der Industrie. Fleischerei, ne? Das Ja, warte mal. Das Uhudler-Lied vom Neuwirt. Das kann ich nicht mehr gehen. Der Uhudler-Dudler. Das kann ich nicht. Wer findet den versteckten Witz in dem Satz? Ich schwanke zwischen Tequila und Rotwein. Ist der versteckte Witz das Schwanken? Weil ansonsten, ich halte es für eine ernsthafte Diskussionsgrundlage, ne? Das muss man dann schon sagen. Aber natürlich, ich würde wiederum sagen, warum entweder oder. Tequila schmeckt mir nicht, aber das ist. Es gibt schon auch gut, aber ja, ich bin auch gar viele, auch gute verkostet, ja, aber es ist nicht so mein Favorit. So wie der Weinbrand nicht mein Favorit ist. Nicht? Also, wenn ich die Auswahl habe, Rum, Whisky, Weinbrand, Tequila. Willst du einen Asbach, was man geschenkt hat, den Scheißdreck? Den kann er sagen. Den habe ich weggekramt. Allein das Bild. Monatelang, ein Jahr lang ist er gestanden. Furchtbar. Zu den Dunja. Joe. Ich will schon lange ins Bett, aber ihr macht es so viel Spaß. Bei euch morgen, wenn der Wecker läutet, bei euch ist fix. Dunja,
Wir werden nicht bei dir sein, wenn du es bereust, weil wir werden schlafen zu dem Zeitpunkt. Aber wir freuen uns, dass du da bist und wir schicken dir wirklich intensivste Grüße für den morgendlichen Morgenwecker-Läuter. So, Patrick, jetzt spielen wir das dann wieder was. Dackel. Ja. Ah ja, na gut, das ist für dich. Bodersdorf ist südöstlich von Wien. Punkt. Jetzt haben wir noch Knäsverstein. Da müssen wir was spielen wieder. Was spielen wir jetzt da? Spielen wir da was? Ich bin gerade am Essen. Nämlich, das ist der Beinschinken übrigens hervorragend. Natürlich. Da habt ihr keinen verstreicht. Weil ich dich schon als Gast habe. Habt ihr mit den Aufkleber schon zugesendet, Raffi? Ja, ist schon unterwegs. Aber. Wobei wundert dich nicht, wann etwas länger dauert. Ich habe heute Post bekommen, sehr wichtige Post, auch von diversen Versicherungen, A1, Telefon und so weiter, von meiner lieben Elisabeth. Das wurde versandt am 23. Oktober und kam heute an. Na sehe. Ja. Geduld, es ist unterwegs, nicht? Auch Friesl Stadtkurs, es ist auch unterwegs, ja. Jawohl. Ich weiß nicht warum, aber es ist momentan offenbar dürfte ein bisschen. Aber gut, dass du mich daran erinnerst, ja, es ist unterwegs schon, ja. Ist schon aufgegeben. Jawohl. Ja, mit denen uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn diejenigen so Aufkleber haben und das auch wohin gepickt haben, dass ein Foto machen und die Social Media Ding stellen oder was. Das würde mich echt freuen. Michael Ungar, von Bodersdorf bin ich her. Du bist ein echter Pungler, oder? Bodersdorfer? Ein echter Bodersdorfer. Der Weltklasse. Jetzt ist der Punkt der. Ja, das kommen wir schon langsam zum Ende. Nicht? Oder? Ich Ja. 2 Stück Brot. Ja. Das ist unnötig. Du, ist sonst keiner da. Kannst den ganzen 3 Kilo, was du aufgeschnitten hast. Das ist ein Drittel vom Brot. Ich muss halt kurz wohin schauen. Einen Ofen nachschauen. Das ist immer eine gute Idee. Die ist nicht schlecht. Dann können wir weiterspielen. Soll ich meine Dinkelschrotmühle? Ja, Passt zum Brot. Und da heute Leute. Wir haben nicht da so wenig nur drauf gespielt heute. Stimmt. Eigentlich. Ja. Martine loben, ja. Ja. Du, Michael Unge, ich war beim Martine loben in Boga dabei. Jetzt muss ich überlegen. Da gibt es ja einige burgenländische Örtlichkeiten, die dann so ihre Veranstaltungen, so wie in Gols zum Beispiel, ne? Diese Weinkos und Weintage oder was ist das? Und bei Martine, irgendwo war ich Martine loben, aber ich glaube, es war nicht Bolsdorf. Oder war es doch Bolsdorf? Bodersdorf. Bodersdorf, meine Bodersdorf ist bei mir. Ja. Ich hab's auch. Die Weinhauptstadt Österreichs. Richtig. Die Burgenländer hören das nicht so gern haben. Ja. Ich höre böse Worte machen wir aus dem Burgenland, weißt du? Wirklich wahr? Das nimmt aber schon ab im Laufe der letzten 20 Jahre immer. Die Weißt du, mit Kamerad, Nein, die Burgenländer haben früher immer gesagt, das was ihr im Weinviertel als Wein trinkt, lang mir auf den Salat. Ja, und was haben die Weiber gesagt? Dann fressen wir euch einen Salat nicht. Genau. Also, ich unterhalte die Leute. Ich unterhalte, ja, das wunderbare, teure Instrument, wenn es nur mal dumm steht. Ne? Das ist, also ich muss auch die Kilometer machen, auch, weil das nächste 10.000er ist schon geplant, aber da sollten wir die 10.000er Ockerarbeit drauf. Ne? Das ist ja so.
Bis zu später Stunde noch. Zu späten Stunden. So gesagt. Ja, dann los. Sehr langsam kommen wir weh zum Ende. Da kein Atem mehr. Ja. Ich muss wirklich eins gestehen, 3 Wochen ist es her, Corona-Infektion, erster Tag. Und ich bin wirklich bis heute nicht ganz fit. Also das ist, Ja, das kann ich muss ich wirklich sagen. leider nur bestätigen. Ich Also, nicht jammern überhaupt nicht, aber das ist bei mir also so ich bin so nicht schwach. der Alte. Also, Obwohl 45 Jahre. alt. Meinst du da was? Fühle mich aber gut eigentlich. Sonst. Ja, ja. Bis auf die Müdigkeit momentan. Ich bin auf die Welt gekommen vor mir. Das war wirklich. Klausi, wie geht's dir denn? Arsch. So klar war ist mir schon Arsch. Ja. Der Kübler. Ja, Wahnsinn. Auch ein gottbegnadeter Musiker. Also ein Musiker vor dem Herrn, quasi wie man sagt eigentlich. Ein Musikant. Absolut. So, Arrangeur und so weiter. Ja. Klaus, ich auf zum Fressen. Spielen wir was. Oh, trinken wir was, das ist auch gut. Ich hol die schon wieder ein. Jetzt habe ich die dann eingeholt wieder. Gib mal auf, zum Aufkühlen. Ein bisschen auffrischen, gell? Das gibt's ja nicht, wir backen nicht einmal jeder Apotheken. Das ist ja immer was da. Ich bin schwer erschüttert eigentlich. Ich bin wirklich schwer erschüttert. Wir backen schon, wir halten Zum uns Wohle. nicht zurück. Prost. Schau mal, da muss noch abessen. Prost. Muss ich einhören. Herr wieder Vorschlag, so der Allmeister auf. Wie jung ist der Klaus? Spaziergang? Ich bin 47. Der ist schon im 48. Ja. Schon länger als ich im 46. 75er Jahrgang. Der ist 2,5 Jahre älter. Die 2,5 Jahre waren wie ich 13 war und der 15,5 war. Ja, Enorm. Mensch, Enorm. ja. Allmeister auf für die Gott Papa. Gute Nacht. Du, aber Was willst du sagen? ich will sagen, Nimm einen Schluck. ja, Naja, was will ich sagen? er denkt darüber nach, es fällt ihm ein und in dem Moment, wo es ihm eingefallen ist, ist schon wieder entfallen. Na sag was, ne? Ja. Na sagst du was? Irgendwas mit 2,5 Jahren Unterschied, aber was wollte ich sagen? Naja, Das ist ja mein geschossen, muss man ja auch machen. Ja, Jetzt kommt nichts die gescheit. Nichts gescheit. Nein, das ist immer, Ich hoffe darauf. ich war immer 2,5 Jahre voraus Bei Und? manchen Sachen, ja. und damals auf jeden Fall definitiv Schau, 20 Kilo. 30 Kilo wahrscheinlich. 30 Kilo wahrscheinlich. Ja. Ja, oh ja, das kann man sagen, ja. Und der Spaziergang sagt ja schon, die Zeit schließt alle Lücken. War damals nämlich ein Chris Spindl. Schon so groß wie heute, nicht? Also 1,86 habe aber gehabt, also 70 Kilo oder so. Du, aber der Ackerl sagt recht, was du so alt bist wie ich, also in 2 Jahren hast du dann auch schon so alt wie ich. Vielleicht. War ich weiter, da habe ich einen längeren. Sie sind top. Was? Da muss ich spielen. Hau. Ich bin der Teichmeister, nicht der Herr Hofrat. Ja. Hoffentlich verbrennen sie mir dann nicht. Pass auf, wir sind eh schon unter uns. Kann man auch nicht anrauchen, oder? Dürfen wir auch nicht anrauchen? Ich meine, wir sind eh unter uns, wir sind eh schon. April ist 12. Eben. Wird eh bald aufhören. Ich bin eben. Spätestens wenn der Patrick zu mir ist. Eben, ja. Das rennt ja auf mich aus. Ne, was? Bei dir sind schon 5 Wochen erst. Ja, das stimmt. Nein, aber das Und merkt man noch extrem. mehr. Also, ich bin echt wirklich nicht leistungsfähig. Noch immer nicht. Ganz furchtbar. Nicht, dass ich gern viel Leistung bringe, aber ehrlich gesagt, das, was ich gewohnt bin, hat sich nicht erhalten. Die Frau Mama war zu Besuch am Wochenende bei meinem Bruder und bei mir, nicht, bei meiner Schwägerin. Die habe ich dann gestern wieder nach Otterkring geführt.
Da haben wir gedacht, na, fährst halt wirklich eine Stunde, nicht, das ist kein Problem. Gehen wir nach am Otterkringer Friedhof, nicht? Oder Höllichenwald, alle Gräber besuchen, und auch beim Karl gewesen auch. Und bei vielen anderen, so eine Stunde sind wir am Otterkringer Friedhof herumspaziert. Und dann haben wir die Mama noch heimgeführt, haben wir gedacht, jetzt muss ich noch eine Stunde heimfahren. Und ich dachte, ich habe schon sowas formiert und fertig einfach. Das gibt es ja normal nicht. Normal fahren wir zu einem Auftritt 3 Stunden, nicht? Dann spielen wir noch 3 Stunden. Nicht? Ja. Und da halten wir uns noch 7 Stunden mit den Leuten nachher, weil es vielleicht passt. Nicht? Und am nächsten Tag fahren wir wieder heim, 3 Stunden, spielen Nachmittag noch eine Geburtstagsfeier. Aber das kommt ja wieder. Jetzt lass uns nochmal entspannen. Aber ich bin auch, also ich merke das auch extrem. Die Müdigkeit ist zum Glück ein bisschen zurückgegangen. Aber einfach wirklich körperlich einfach sagen, nein, ich bin müde. Ne? Das ist hochinteressant. Also letzte Woche beim Taschler gespielt am Donnerstag, nächsten Tag beim Dan Rössing-Keller. Und ich war wirklich streiffähig. Ich sag's, wie es ist. Schau, mich an, schon 3 Wochen Husten vom scheiß Corona. Ja, Gott sei Dank Husten habe ich keinen gehabt. Ja, der Husten ist schon wieder unter Kontrolle. Nicht? Also, genau, einen gescheiten Zwiebler können Sie in der Patrick stehen lassen. So einen ordentlichen Zwiebler. Genau. Ja, wie bei den Deutschmeister. Wie die von Peking gesagt haben. Alles Deutsch schon gesagt, gell? Der Mann hat ja auch einen Bart gehabt. Nicht? Ja, aber so einen, nicht so einen. Yeah. Dann geht der Herr Hofrat, der Angebetete, eigentlich schon jahrelang, Josef Meinrad, zum Friseur. Friseur natürlich Hans Moser. Natürlich. das ist was. Hans Moser als Friseurmeister und 3 Lehrbuben im Geschäft. Jawohl. Großartig. Und die verbrennen ja mit dem Bart und den nämlich. Großartig. Die wird schöner bewegen. Wenn ich. Ja, du, Markus Mistroni geht's gegen den Hunger. Jawohl. Wo trinken wir Friedhof? So stimmungsvoll. Jetzt ist schon abbrennt. Mach mal einen Kurzschnitt. Großartig. Also ich liebe ja diese Filme. Also das kann mich noch immer zerkugeln. Ich habe manche von denen sicher 10-mal gesehen. Oder 15-mal. Absolut. Du, ist der Rudi Korb ist noch da? Rotsbremsen, ja, der Klassiker. Die Rotsbremsen. Ist der Rudi Korb jetzt noch da? Das hätte mich jetzt noch interessieren. Die Müdigkeit bei 45 ist der fortschreitenden Jugend zugeschrieben. Nein. Das ist original zeitgerecht mit dem Depperten. Also eigentlich streng genommen muss ich sagen, seit der zweiten Impfung ist bei mir alles unrund. Red alles schief. Und dann habe ich, also bis dahin ist wirklich, hat alles Leute gehabt. Dann ist noch der Virus angekommen. Ja. Also eins kann ich sagen, 40-mal impfen gehe ich nicht mehr. Ja, ist sicher nicht. Das hat so viel Sinn gehabt wie weiß ich nicht, wie ein Sonnenschirmchen auf einem weißen Spritzer. Jetzt wird das Video zum Schluss deswegen gelöscht. Warum? Wegen was? Ja. Hallo. Das war eine impfkritische Aussage. Das reicht aus. Ich nicht impfen. Wer impfen kann über impfen gehen, das ist kein Problem. Nicht? Das glaubst du so. Freie Meinungsäußerung. Freie Meinungsäußerung, jetzt hör auf zum Reden, schier jetzt. Freie Meinungsäußerung. Wo sind wir denn? Rauchen da mal auch, nicht? Ja, das 100 Meter sind nicht Essen gesperrt haben. Das 100 Meter sind nicht gesperrt haben. Achtel trinkt man auch. Bitte schön, trinken wir halt. War mir der Herrgott gefragt, war der Rudi Korb, ist jetzt noch da oder nicht? Nein, der will schon schlafen. Wahrscheinlich schlaft er schon. Das ist mir sehr gefallen. Schöne Nummer, ja. Jetzt geht sicher nicht aus. Du musst nur gescheit reinlegen. E-Moll? A-Moll. E-Si. Mein Adler hat mir oft und oft eine alte Geschichte erzählt. So hat er gesagt, der Herrgott kommt
mitunter auf die Welt. Und wem er da begegnen tut, den rennt er freundlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das war doch wirklich gar nicht schlecht. Ich wisst schon, was ich sagen möchte. Wenn mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, da mache die Buckel das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, und wenn's grad gut aufgelegt bist, so bringt die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Und in der Schule, da haben wir gelernt, ein Lied von euch gewollt. Der liebe Gott, so heißt es drin, geht einsam durch den Wald. Und wem er da begegnen tut, den redet er freundlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Das wäre doch wirklich gar nicht schlecht. Weil ich wisst schon, was ich sagen möchte. Von mir der Herrgott fragen, ob mir denn gar nichts fehlt. Da mache die Buckel das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut aufgelegt bist, dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Klasse Nummer. Absolut schön. Aber ich glaube, der Rudi ist nicht mehr munter. Aber es macht nichts. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ja, Du passt auch. es ist wieder nicht ausgegangen. Das ist ja Die Wahnsinn. Cheatman ist nicht ausgegangen. So. Ja. Naja, pass auf, ich würde sagen, haben wir die Flaschen geleert? Nein, noch immer nicht. 11 ist noch drin, viel kann nicht mehr drin Ein sein. Schluckerl ist da drin. Da Ja, trinken wir mal einen die Schluck. müssen wir ausmachen. Also bevor wir das machen, die muss weg. No? Das ist sogar eine Klangschallentherapie, was wir da machen. Normal zahlen die Leute für sowas viel Geld, nur dass man den Klang... Kein Lehrer? Ja, klingt halt leer, ne? Klar. Wenn nichts mehr drin ist. Lehrer sind alle gleich. Und jetzt pass auf, der Test mit Wasser. Ja, warte mal. So klingt das. Und Deppert gehen wir schon. Nein, wir haben da wissenschaftliche Erkenntnisse. Das mit Wasser schon so, wie das klingt, das ist ja unharmonisch. Einmal muss ich es noch zahlen. Die Box. Original 80er Jahre. Von der Oma. Einmalig. Aber immer noch in Verwendung. Man will das nicht weg. Das ist ja pipi fein in der Ordnung. Das ist Das kann ich auch noch. ja. Ja. Schon, da willst du den Wein gleich spüren. Da fühlst du nicht mehr. Das auch, nimmt auch noch was. Ui. Nimmt auch noch was. Das ist ja Augenmaß. Man kann auch Klick dazu Ich wollte gerade sagen. Der Klick. Da unten, da greif auch. Ja, Weltklasse. Toll. Ich bin begeistert. So, etwas weniger als Zimmertemperatur. Der Michael Unger fragt, ob die Käse singen können.
Das außen kühler als innen. Ja. Isoliert auch noch nicht so. Das ist Der Acker hat sich ein Glas eingeschickt, statt noch. Du, der Michael Unger fragt, ob die Gläser singen können, glaubst du? Ich komme gar nicht rein. Jetzt kurze Finger. Ich komme nicht rein. meine ist lang genug. Es kann nicht, das ist zu viel drinnen. Es muss halt weniger drinnen sein, dann geht's. Nein, mein Problem ist das, ich schaff die Runde nicht. Ich fahre immer aus dem Rand. Wieso? Das ist ja kein Problem. Nein? Ja, ihr habt kurze Finger. Achtung! Darum spielt er ja Gitarre, was? Alter, ich muss ja das halten. Warte mal. Ich wollte mir gerade auffassen. Ja, warte gleich. Das muss ich so machen. Also großartige Spieler werde ich keiner. Das kann ich nicht. Wie bei dir? Ich greif nicht mein Glas Aber geh, an. halt, geh, was der wir meint man nicht bei der positiv. Na schau. Tief. Warte mal. Ein tiefer Schmäh. Trink jetzt keinen Schluck Wasser. Na warte mal, nimm du das? Es kommt mir vor wie so einen alten Science-Fiction. Und jetzt? Da tut sie nichts. Da tut sie nichts erst. Aber nicht schlecht, gell? Nicht schlecht. Also hat Sie eigentlich. erinnert mich fast an ein Theremin. Was? Ein Musikinstrument. Das erste eigentlich elektronische Musikinstrument. Ah, die weiß ich schon, ja. Wie heißt das? Theremin. Wirklich wahr? Ja. Wieder was gelernt. Was sagst du jetzt da? Ja, wie viele Pallacisti reiben jetzt mit dem Finger am Glas an? Ja, das stimmt. Ja, aber ich meine, Nicht mehr viel. 26 oder so. das ist nicht, aber mein Hauptproblem war wirklich die Runde. Ich muss echt konzentrieren müssen. Also, ich meine, ich fahre nicht mehr, aber. Franklins. Gott sei Dank Glasanlage. vor der Hand nicht mehr. Du, mir seid meine Waschmaschine eingegangen. Habe ich das schon erzählt? Ja, habe ich schon erzählt. Ja, haben wir schon geredet alles. Bis du das Gold hast und so, Kirchschlag und so. Von Redzack und so. Redzack. Aber wie das allein meine alte Aussehen und die neue aus dem Auto allein ausgezahlt hat Das Aussitzen aus dem Auto, das ist mir nicht leid. und dann mit da der oben Rollover vorne. und dann da oben. Ja, okay. Ja, was? Ganz allein. Das Aussehen aus dem Auto ist ein Schmarrn. Weil ich mir gedacht habe, ich warte auf den Patrick. Ja. Dann habe ich mir Ich gedacht, habe nämlich gerechnet, insgeheim habe ich ja gerechnet damit, habe ich mir gedacht, dass wir die Waschmaschine runterführen werden. ich habe mir aber gedacht, bis Ja, du schön, kommst, habe ich das schon alles Vor allem ist es installiert. stockfinster draußen. Außerdem. Im Sommer hat er kein Problem. Und jetzt auch, ich habe das alles gemacht. Alles angeschlossen, umgeschlossen, angeschraubt, zack. Da wo er eine halbe Und sie Stunde schon- braucht, hätte ich wahrscheinlich 1 Minuten braucht. Nicht? Aber, nein, Entschuldige. Das ist- Bitte nicht. Spielen wir heute was schon so. Vor allem, ein Werkzeug hat er ja trotzdem immer griffbereit in der Zwischenzeit, muss ich sagen. Hoffe ich nicht. Also, Was für ein Werkzeug meinst du? naja, was man braucht zum Anschließen. Nicht? So mit der Hand angeschlossen, so mit der Hand angeschafft. Bin ja kein. Da ist doch keine Schelle mehr bei Ich brauche dem. keine Schelle, okay, gut, anschaffen Sie. Okay. Okay, dann war ja. Aber den einen, der passende ist ja, dass immer das Problem hat. Das Man war hat der oft nächstbeste. 20 Schraubenzieher liegen, nicht? Das ist aber gerade der passt keiner davon. Das Man hat 2 Schraubenzieher daheim liegen und den nächstbesten nimmt man. prinzipiell ja, nicht? Aber das, ja, aber alles daheim, alles daheim. Habt ihr nicht alles? So, Patrick, was reißen wir an? Was reißen wir an jetzt da? Aber auf jeden Fall, gut, aber das sind ja, ich weiß nicht, was sind das für Glaseln? Ich glaube, es sind G und C, was heißt das? Also nicht. Gucci und. G und Co. steht bei mir. Bitte? Bei mir steht Ich kann das lesen. Echt? sogar. G und Co. Ah, da habe ich gar nicht gelesen. Ich habe da unten gelesen, da unten steht auch was am Stiel unten. Am Blau. Ich weiß G nicht, und Co. sind die irgendwo mitgegangen? Da haben wir die Ja, geschenkt. wahrscheinlich, weil. Wahrscheinlich. Ja, also gekauft habe ich es nicht.
Man sieht das ja. war mir klar. Ja, was? Ich meine, wo sie gingen. alle Achtung. Jetzt sind schon nur 23 Zuseher. Ja, ist klar. Nein, 25, kannst du stehen. Der Ackerl, wo man die Waschmaschine alleine die Stiegen runterschmeißt, ist klar, warum die hin wird. Ackerl. Ich habe nicht die neue Maschine runtergehabt. Die alte habe ich eigentlich vorsichtig ausgesehen. Gut, das war leicht. Nur die neue habe ich von oben runterholen müssen. Und ich habe mir gedacht, ich weiß auf den Patrick, dann habe ich mir gedacht, das dauert und dann steht es auch nur da und dann habe ich auch noch nichts gemacht. Ich wollte das erledigt haben. Und das war erledigt. Die sogar, den Probelauf hat sie auch schon. Ich habe schon. Also die Grundreinigung sozusagen. von einem Gerät, nicht? Morgen habe ich schon die Wäsche, was in der alten Maschine nicht fertig gewaschen wurde. Ja. Die habe ich morgen da rein. Richtig, auch verbrennt eigentlich nicht. Die Maschine, nein. Die Wäsche nicht. Nein, das haben wir nämlich, hab ich mir erlebt, als ganz kleiner Puppe, meine Großeltern. Die Waschmaschine auch so anbrennt nach dem Motto. Ja, da hat es auch wirklich geraucht. Das war eine Candy war das. Candy, das war so teuer, war die Firma damals, ne? Candy. Ja, ich gerade im Garten gespielt in der Soundkisten oder was weiß ich, da beim Rasenmäher umeinander geschraubt, beim Großvater oder was umeinander bastelt. Und auf einmal kommt wirklich so, wie im Film, aus dem Haus so ein Wolkenhaus. Das ist wirklich anbrennt, die Elektrik drinnen oben. Alle Dritteln, der Opa hat das noch, alter Bastler, nicht? Hat sie noch repariert? Hat oben runtergeschraubt, nicht? Und drinnen wirklich alles verschmort, oben alle Drahteln, was da drinnen sind. Weil du sagst, Opa, alter Bastler. Und da hat aber die Wäsche mit dann auch verbrennt gerochen, die drinnen. Aber ich sage schon, gut, wo willst du denn heute was runterschrauben? Das ist ja alles eine Chance. Ja. Aber der Punkt ist, nein, das ist schon, also die Wäsche hat nicht so gestunken, aber nachdem sie den Hauptschalter geschmissen hat und es dann gestunken hat, haben wir gedacht, da wird nichts mehr. Aber die Maschine war auch schon würdig. Ich war schon, ich glaube, ich weiß nicht, ist er aus der Wohnung von meinem Mund geleihen. Ist da was gewechselt worden mit der Balk oder irgendwas? Gar nichts? Bitte. Das war eine gute Maschine. Ja. Ist nicht einmal entkalkt worden. Weil normalerweise, was das sind, so gewisse Ersatzteile bei einer Waschmaschine. Also kann man ja. Früher war das, heute ist nichts mehr mit der Soße. Aber die ist nicht, was wird die gewesen sein? Der 30 Jahre. Das ist ein würdiges, aber das schafft heute keiner. Also die Maschine hat es schafft keiner. Also meine eigene, die ich jetzt seit 2 Jahren habe, glaube ich, schafft das nicht. Die macht jetzt schon Geräusche. Also ja. Von der Lage her aber nein, das hat an sich alles funktioniert, alles wunderbar. Und ja, irgendwann hat es den Geist gegeben. So ist das Leben. Das ist ja so. Aber 30 Jahre, also ich sage jetzt einmal 30 Jahre. Na locker, weil wie gesagt. Warte auf die Vorstellung. Jetzt habe ich eine sparendere Maschine. Ne? Mit der Wasche umgekehrt gewaschen. Michael Unger, ich sag dir was, ich habe gestern, ich habe mein Arbeitsgewand, mit dem ich Pflastersteine geschnitten habe, also die wirklich staubig war. Die habe ich reingehauen, habe es gewaschen, also wollte ich, in der Zwischenzeit ist es abgebrochen. Dann habe ich die Wäsche irgendwie raus und habe das oben in die Duschtassen rein, nicht? Weil das war im Wasser geschwappt. Nicht? Im Dreckwasser, weil das natürlich voll Staub, voll immer dreckig war. Jetzt komme ich wieder zu einem anderen Ding gleich. Ja? Also, und dann habe ich versucht, die auswinden. Alter, das ist ein Kraftaufwand. Tu mir ein Gin auswinden. Ja. Ein Gin. Wenn die angewagt ist, tu es einmal aus, bist du deppert. Da sind wir aber bei einem anderen Punkt, bei die so alte Waschmaschinen vor 50 Jahren, die hätten die sauber gebraucht. Was meinst du? Die haben halt 80 Liter Wasser braucht und nicht nur 20. Ja, die haben wirklich. Nein, die hätte es auch sauber gebraucht, nur es ist in der Spielfeldmitte, Spielzeitmitte ist halt abbrennt. Das ist halt abgebrochen worden quasi. Nicht? Deswegen, nicht? Sonst ist es auch. Die hat super gearbeitet. Ich meine, was willst du denn von einer Waschmaschine? Die sollte die Unterhosen waschen, das Leiberl, das Socken, fertig. Und alle heiligen Zeiten hast du eine, weiß nicht, B-Zeug und Handtücher oder sowas. Nicht? Mehr ist ja nicht, was da alles gibt, schon Waschgänge für irgendwelche Wollgeschichten, das habe ich nicht einmal. Oh ja, du kennst, du hast da die wunderbare Wollweste, was du hast, was du vom Walter gehabt hast. Ja.
Wenn du die ohne waschst du die normalen? Nein, die habe ich zu Humaner gegeben, aber nein, was ich ja noch hätte. Wenn du die im normalen so mit 40 Grad waschst. Ja, das macht man nicht mit sowas. Nein, ja schon, aber das ist ja wurscht, das kann ich bei jedem. Ein viel zum Gachlich. Ja, aber jede normale Waschmaschine bringt doch das zusammen, dass das wascht. So ein Handwaschgang, meine ich. Im Prinzip. Das muss man einstellen, ja. Ja, muss einstellen. Aber das kann nicht jede Trottelmaschine. Ja. Das ist dabei ja kein. Das ist ja kein. Weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, was die anderen kennen alles. Die kennen nichts mehr. Eben. In der Zwischenzeit. Das einzige bei Geschirrspülern, muss ich sagen, gibt es nur eine Firma für mich. Also, ich sage nicht, welche das ist, aber Butler James. Und ich hab schon 4 verschiedene Geschirrspüler kennengelernt. Nicht? Ja. Ist der beste. Also, muss ich ehrlich sagen. Auch was die Qualität der Gläserspülung und so nachher. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe gerade den Ottering. Seit 4 Jahren. Also, in Ottering habe ich gerade meinen alten Geschirrspüler. Der war, bis ich die Wohnung verkauft habe, sicher auch 40 Jahre. 30 Jahre. Und dann habe ich lange keinen gehabt und dann hat mein Munkel, da habe ich auch keinen Geschirrspüler da heraus. Und dann mein Munkel rein und jetzt haben wir auch einen Geschirrspüler. Auch von der besagten Firma, ja? Ja, ist leibend, aber also ein Geschirrspüler ist schon super, aber ich habe den Hightech, ich habe den anderen. Ich habe einen super Hightech. Ich habe nur den AFO. Bei mir kannst du das Pulver dosieren selber. Bei mir geht alles automatisch. Also bei dem, was mein Mundgelenk dort checkt hat, alles. Der Punkt ist jetzt nur der, beim Geschirrspüler, sagen wir, ein Geschirr kannst du händisch abwaschen, aber bei der Wäsche ist der echt schwer. Also muss man jetzt wirklich sagen. Also im Vergleich, weil ich sage, na gut, ein Geschirrspüler war schon leibend, aber ein Geschirr waschen, das bringst du zusammen. Das ist ein zeitlicher Aufwand maximal, aber absolut, kann man nur, wenn du jetzt sagst, ich habe keine Waschmaschine, also ich muss die Wäsche waschen, das geht rein. Muss man erklären. Ist das schon der letzte, gell? Ja. Wir kommen ja zum Schluss. Dann zum Schluss kommen. Liebe Leute, wir kommen dann ist es soweit. Weil man zum Wohle. Ja, beim Geschirr macht man das auch mit Fußspülen. Trinkst du schon aus? Nein. Ich rieche. Achso. Die Waschrumpel, also, ja, ich habe eine Waschrumpel, Michael Unger, ich habe eine Waschrumpel und die habe ich gleich gesichert, weil das ist eine echte alte, tadellosen Zustand, ich meine, ich spüle nicht auf einer Waschrumpel, aber die habe ich gesichert, weil man gedacht habe, das kann noch werden. Ich habe mir gedacht, na ist egal. Und wenn ich das teuer an einen Kiefel Musiker verspiele. Ja, genau. Machst du den Toni Konkurrenz? Nein. Waschmaschine ein Leben länger mit Kalkon? Ja. Die werden mir ins Kiefelgruppe als Waschmaschine, jawohl. Jawohl. Aber das mit Kalkon, ich meine, muss man das mal anschauen, aber das habe ich nicht verstanden. Das muss man aber extra reinhauen. Ne? Also man jetzt da extra einen Spülgang machen mit dem Kalkon, oder? Ich verwende kein Kalkon, das gibt auch von anderen Firmen sowas. Nein, musst nicht extra. Das gibst du am Anfang dazu hinein. Was zur Wäsche, oder was? Genau, das enthärtetes Wasser vorher einmal. Ich verwende sowas im Weifeler Schofe, ich habe nämlich 35 Grad deutsche Härte. Ich habe keine Ahnung, was wir da für Härte haben. Wir haben gar keine Härte wahrscheinlich, nicht einmal deutsche Härte. Also so alle 2-3 Wochen werden alle Sieben von der Dusche, von der Badewanne. Also sehr kalkhaltig. Ja, was heißt? Da prägelt es aus der Leitung. Ja. Aber das hat man zur Wäsche dazu. Das löst sich auf. Enthärtetes Wasser. Na gut, ja, das leuchtet mir ein, aber. Wichtig ist ja am Anfang, nicht nachher. Was heißt nachher? Wenn du es nachher machen lässt, spülen ist blöd, nutzt ja nichts. Es soll die Maschine schützen. Das muss am Anfang drinnen sein, dass das Wasser weich wird. Während dem ganzen Waschprozess. Ja, aber ich habe doch quasi so einen Entkalkungsprozess. Nein, das macht man gleichzeitig. Ja, gleichzeitig. Da verliert man was dazu. Früher hat man normal gewaschen mit der Wäsche und alle 3-4 Mal hat man Essig reingeladen, einmal nicht, dann das ist auch aufgeklärt. Das kann ich auch machen, Essig habe ich. Oder 4-mal im Jahr hat man die Waschmaschine leer rennen lassen, bei hoher Temperatur, mit viel Essig drinnen, oder Zitronensäure kann man nehmen, dann lässt sich das innen alles wieder runter. Das meine ich ja so. Geht genauso. Und bei uns hat man 4-mal im Jahr. Nein, das ist für die Maschine ganz schlecht. Wieso? Weil diese Dichtungen natürlich damit beschädigt werden. Vom Essig? Ja, oder von der Zitronensäure. Ja.
Aber ich wollte nur korrigieren, wenn man sagt, heutzutage nicht nur 4-mal im Jahr, man sagt heutzutage quartalsweise. Ist schlecht. Ja, das ist nicht, ja, aber es ist halt. Die Quart ist 4, ne? Das habe ich. So wird gesprochen heute. So wird gesprochen. Meine Herrschaft, ich glaube, es gefolgt. Wir haben uns jetzt noch ein gemütliches Jas alleine, machen uns noch einen gemütlichen Spritzen, weil die Botellen, würde ich sagen, die Doppelbotelle ist lang. Hat nicht lang gedauert. Naja, das hat wir haben uns ja Zeit lassen, ne? Gemütlich. Ja. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat und vielleicht sehen wir uns ja bei der Nachtwanderung. Die am Nachmittag stattfindet. Wie heißt Nachtwächterwanderung? Die Nachtwächterwanderung. Am Nachmittag. Ja. Nicht für uns eins. Und jawohl, der Fritzl startet, dass man schlafen geht, nachdem er nicht schlafen geht, bevor wir nicht gehen. Obwohl er es 3-mal schreibt, machen wir jetzt Schluss, weil dass er endlich schlafen kann. Gute Nacht! In diesem Sinne, Fritzl, schön, dass du dabei warst und noch bist. Auch euch allen anderen, dass ich es zusammenbringe. Schön, dass ihr dabei wart und wir freuen uns aufs nächste Mal. Nächsten Montag ganz klassisch. Aus der Donaustadt? Aus der Donaustadt. Donaustadt ist 22. Bezirk. Aus dem Donaufeld. 21. Bezirk in Wien. Ja, wirklich wahr. Aus der Donaustadt. Ja, die sind dort, wo das Gaswerk war. Weißt du? Das Donaustadt. In diesem Sinne, wir haben uns sehr gefreut und freuen uns aufs nächste Mal. Für dich Gott, bei eure 16er Buben. Wir verabschieden uns natürlich mit einem Lied. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen mit langsam Zeit. Wir haben getrunken und was gegessen, den Abend haben miteinander vergessen. Es ist ein gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben gesungen und gespost dagegen jedes langsam Stück. Doch sagen wir ehrlich, wir werden schon langsam mit. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat. Aber für euch ist das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir reißen auch so laut, dass wir irgendwas zusammenbringen, ist ein Wahnsinn. Über meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meinen blöden Witz, an die schönen Wiener Lieder und an die Gemütlichkeit. Einmal! Da geht jedes langsam still und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Herr Wirt, ein Vorschlag, ein letzter. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wirklich leibend heute. Es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Viert euch Gott bis nächste Woche. Gratuliere euch, dass ihr das überstanden habt, Papa.